und einen wunderschönen, guten, also wir haben Abend, aber für ihr vielleicht morgen. Freitagabend, true. Freitagabend, verrückt. Genau, ja. Da nennen es auch die Brücke der Auffahrt. So, was ist jetzt so? Die Brücke der Auffahrt, das ist heroisch. Ich habe keine Brücke. Schade, hä? Ja, danke. Gut, aber ich muss sagen, ich habe die Brücke gebraucht. Ich habe die Brücke gebraucht, um definitiv noch eine Serie raufzuholen. Ich dachte, hey, das letzte Mal hast du so viele Serien gehabt. Da habe ich eine reinzwetschgen. Also es ist nicht so, dass ich jetzt weniger habe. Nur wegen einem Brückentag, den ich nicht habe. Ja, eben. Aber grüezi miteinander als allererstes. Schön sind ihr da, genau. Schön hört ihr wieder zu bei unserem monatlichen Abendgeleier, was wir da uns in die Augen hineingebrannt haben. Ich hoffe, wir können... in die Augen hineingebrannt. Ich hoffe, wir können dich wieder ein paar coole Sachen überbringen, sei es Film, Games oder Serien oder vielleicht auch Tipps fürs Kino, was man schauen könnte. Genau. Schön sind ihr da. Wir haben einiges an Feedback auch bekommen, da kommen wir dann nachher dazu. Genau. Aber zuerst muss ich... Willst du? Ja, ich mache es gerade. Okay. Ich weiss nicht, ob es ich verbockt habe oder das Podcast-Programm eben. Darum übernehme ich das. Ich möchte mich einmal fest entschuldigen. Die letzte Folge, auch wenn wir den Fehler würde ich rausnehmen, wir sind immer noch über 3 Stunden, also da sind wir safe. Aber irgendwie hat das Tool so eine 3-Stunden-Limite pro Episode, das haben wir nicht gewusst, da hat es abgebrochen, da haben wir nochmal aufgenommen. Und beim Zusammenschneiden ist dort irgendwie eine Lücke zwischen diesen 2 Parts entstanden von, keine Ahnung, ein paar Minuten oder so. Und man hat das halt einfach nicht gemerkt. Nein, definitiv. Und darum hat es dort halt, ist eigentlich so plötzlich abrupt fertig gewesen. Und es haben halt wirklich Leute geschrieben, du, wenn das jetzt unbedingt rausstreichen so auf die über 3 Stunden oder was. Also, zuerst bin ich nicht rausgekommen, aber wenn ich dann nachschaue, hat es einen Klick gemacht. Dann habe ich gesehen, was es meint. Das ist die Resignierungsphase, bevor, weißt du, wie wenn du eigentlich vorher gehst schlafen, sagt man auch immer, du solltest ja nicht irgendetwas haben, wo die aufputscht. Zum Beispiel, du solltest ja vor dem Schlafen gehen, nicht irgendwie noch am Handy sein oder Fernsehen schauen, sondern einfach ein bisschen nichts machen, ein bisschen etwas lesen. Darum haben wir gedacht, wir müssen jetzt die 5 Minuten noch einbauen. Und einfach still sein, damit ihr so ein bisschen oben runterfahren könnt. Oh Mann. Aber tatsächlich, ich würde gerade übernehmen, wir haben noch einen anderen Punkt. Vielleicht habt ihr das letzte Mal gemerkt. Wir haben ein Intro. Und das haben wir bekommen vom lieben, jetzt muss ich überlegen, er heisst nicht mehr Mr. Blatch. Genau. Ehemaliger Mr. Blatch, sondern jetzt heisst er Blatch Music. Schon ein Streamer. Ich glaube, den haben wir auch schon ein paar Mal erwähnt. Ja. Macht coole Sachen mit Musik, er tut Musik komponieren, er tut Musik spielen, jeweils am Samstagmorgen. Ich mache gerade mal ein bisschen Werbung für ihn. Vielleicht kommt er dann noch mit dem Preis runter. Nein, so eine Seich. Das ist schon zu spät, das ist schon zu alt. Nein, so eine Seich. Er macht sehr, sehr cooles Zeug. Ich tue mit dem Mama streamen, zusammen im Trio Katastrophale. Und noch zur guter Letzt machen wir gleich auch noch Werbung für seinen Podcast mit dem Troy zusammen, wo er macht Chat Happens. Jetzt habe ich gerade das andere sagen, Shit Happens, aber es heisst Chat Happens. Auch sehr cool, geht dort doch mal reinhören. Absolut. Ich glaube, den haben wir auch verlinkt irgendwie bei der, ich glaube bei Spotify ist der drin bei uns als sicher? Auch empfohlen, oder irgendwie so, ich weiß nicht mehr. Muss mal nachschauen, aber ich habe gemeint, der sei dort drin, der habe ich mal dort drin. Tatsächlich. Aber ja, also wir haben es das letzte Mal das Intro zwar schon drin gehabt, aber nicht erwähnt, weil es ist alles kurz gegangen dort. Wir haben die Aufnahme schon im Kasten gehabt und dann ist das Intro fertig geworden. Und dann habe ich gedacht, komm, weißt du was,
hau jetzt gleich rein. Es ist so geil, ich wollte Genau. das drin haben, jetzt auch in dieser Folge schon. Und darum Genau. können wir erst heute dazu irgendetwas dazu sagen. Aber ich finde es mega. Es ist perfekt. Super. Der Brotkasten, der auftut, das Kaffee, der einschenkst, das Brot, das abgehauen wird, dann bam, geht's los. Vor allem, er hat die Sounds hat er, glaube ich, selber aufgenommen, nicht? Hey, ich weiss, ich habe es immer verpasst, wenn er an dem geschafft hat. Ich weiss, Ich glaub- er hat im Stream dran geschafft, weil ich habe es nie geschafft, reinzuschauen dann. Das ist unglaublich. Jetzt habe ich Lust auf einen Kaffee. Oh, nein. Aber zum 7 Uhr zu Abend ist es immer ein bisschen schwierig, einen Kaffee reinzupfeifen. Ja, ich kenne da andere Leute. Also mein Schwager, dem ist das egal, wenn es am Abend um 11:30 ist, macht er noch ein Monster auf oder so. Wow! Weißt du, vor allem ein Monster. Oder ein Red Bull oder irgend so eine Energy, da muss ich ehrlich sagen, Kollege. Bei Ja, dir gut, nützt einfach das Koffein einfach gar nicht mehr. Ja, aber tatsächlich bei Red Bull habe ich auch nicht so ein Problem. Aber ein Monster ist mir halt einfach zu süß und von dem habe ich einmal Herzklopfen bekommen und dann dachte ich, hey, nein. Ja, okay, gut, dann will ich auch nicht mehr. Das ist, glaube ich, das Rote gewesen, aber ich weiß gar nicht, gibt es das echt noch? Ich habe keine Ahnung. Es muss ein Rotes geben. Weißt du oder nicht so. das Rockstar? Nein, es ist schon ein Monster. Ist das Monster gewesen? Ja. Okay. Also, das ist das mit dem M drauf. Ah. Für ein Monster. Aber so ist es eigentlich gar nicht gewesen. Eben, es ist... Ich bin halt nicht so eine Süße. Ja, doch. Was der Schock. Ja, was haben wir schon noch so administratives? Ich glaube nicht. Nein, Einmal so einen Hinweis auf Instagram und die Website. Also, wenn ihr es noch nicht kennt, wenn ihr irgendwie ab und zu einen coolen Clip aus den Tags hören oder so, oder einfach up to date bleiben. Aber wenn wir irgendwie mal eine Folge vielleicht nicht aufnehmen können oder irgendwie mal verschieben oder so, machen wir das immer über Instagram publik oder bei unseren Discord, entweder bei Mullen oder bei mir. Wir haben beide einen dedizierten Kanal im Discord für das, wo auch jedes Mal postet wird, eine neue Folge. Und also, wenn ihr es irgendwie mal verpasst habt, geht überall schauen, dann verpasse ich das nicht mehr. genau. Genau. Ja, nein, ich glaube, sonst haben wir nichts Administratives. Sehr gut. Ja, das Einzige, was ich mal gesagt habe, was wir mal anschauen könnten, ist, wir haben wieder mal ein bisschen Feedback bekommen. Das haben wir schon lange nicht mehr angeschaut. Mhm. Oder nur so nebenbei. Genau. Und so wenn ich jetzt die letzte die paar letzten Kommentare, die ich bekommen habe, haben, glaube ich, alle mega Freude gehabt, haben wir über den Tom Turbo geredet. Ja. Ich picke mal gerade einen raus. Ich muss da schnell runterscrollen in meinem Notizli. Mein eigener Bruder hat reingeschrieben, er findet den Trick Nummer 17 vom Tom Turbo ganz lustig. Und zwar heisst das fliegendes Bier. Wait. Really? Ja. Also er hat geschrieben, von den Tom Turbo Tricks habe ich persönlich cool gefunden, dass er hat fliegen konnte, einen Öhrspul hinterlassen und sogar hat Feuer löschen mit dem Turbo Booster. Und obwohl der Trick Nummer 17 fliegendes Bier auch ganz geil tönt. Den habe ich gar nicht gesehen. Es ist... Aber weißt du, was ich jetzt ein bisschen enttäuscht bin? Nein. Ich habe gedacht, ja gut, wenn es einen Biertrick gibt, gibt es vielleicht einen Schnitzeltrick. Aber nein, einen Schnitzeltrick haben sie nicht gemacht. Schnitzeltrick? Aber vielleicht gibt es sicher einen Pommes-Trick, oder nicht? Nein. Oder Es gibt einen... Ja. Also nein. Warte, ist das ein Trick? Ah, nein, das ist etwas anderes. Also, dann machen wir es doch so. Dann mache ich gerade mal eine Aufgabe für unsere Leute, die zulassen. Schreibt doch uns der 112. Trick vom Tom Turbo, der mit einem Schnitzel zu tun hat. Was kann das Schnitzel?
Kann er es schiessen, kann er es bröteln, kann er es, keine Ahnung, aus einem Gummibaum rausschnitzen. Sagt doch einfach, könnt doch einfach mal uns so eine Idee schreiben. Weiss nicht, vielleicht kommt etwas Lustiges dabei raus oder so. Oh Mann, ey. Ich meine, hallo, fliegendes Bier, das ist sicher auch irgendwie im Sofa verstanden oder so, denke ich. Jetzt müssen wir mal nachschauen, in welcher Folge oder in welchem Zusammenhang das vielleicht überhaupt mal vorkommt. Ich habe gemeint, also ich habe mit meinem Bruder darüber diskutiert und tatsächlich kommt mir in den Sinn, ich glaube, dass das mal in Bezug gekommen ist, wo er Leute hat wollen aufhalten. Was hat doch dort, wie heisst so der Bösewicht? Das Es gibt Fritz Phantom. Phantom, Ja. Rudi Ratte und dann gibt es noch den Dr. Glatze oder so etwas, der Glatzkopf. Das ist so ein Bösewicht, das ist einfach so eine. Ich glaube, der heisst irgendwie. Heißt der einfach so? Ich tu jetzt schnell googeln. Bösewichte. Ja, der Fritz Phantom. Oh, da gibt es ein ganzes Wiki von dem. Warum verwundert mich das nicht? Ich liebe so Zeug. Einfach so Leute, die so ein Fandom-Wiki machen. Das ist so gut. Das ist so gut. Wer ist der Bösewicht von Tom Turbo? Bla bla bla. Ah. Oh nein, du. Ich weiß nicht mehr. Ich muss noch mal schauen, wie er heisst. Ja, also wenn wir da mal recherchieren. Ja, genau. Haben wir noch Arbeit. Sonst. Unglaublich. Ja, aber ich glaube, der Fritz Phantom ist so der berühmteste von denen. Ja, schon. Ich Ah, glaube schon. Also ich hätte jetzt genau. nicht einmal den Dr. Glatze mehr gekannt. Mir ist einfach immer nur der Fritz Phantom geblieben. Nein, es hat ein paar gegeben, die halt immer wieder gekommen sind. Mhm. Aber der Fritz Phantom ist der am meisten gekommen ist. Ja, ja. Aber eben, es hat auch einmal solche zwischen gegeben, die halt einfach so gekommen sind. Ja, so kleine, wo. Oh, jetzt. Was ist jetzt los? Ich habe ihn gefunden. Er heisst Dr. Gruselglatz. Ich kann nicht mehr. Tut mir leid. Das ist der Schauspieler. Ich glaube, der ist. Also, kennst du ihn, oder? Dr. Das für die Bilder. Ey. Dr. Gruselglatz. Hey, ich sehe aus. Komm auf die Namen, du Fritz Phantom eben, und der Dr. Gruselglatz. Das ist einfach so eine böse. So ein Pendant zum Eggman vom Sonic. Ja, Also wie ja. heisst der Bösewicht? Ja, warte. Ich habe doch den Film erst letztes Mal mit meinen guten Kind Oh, der geschaut. heisst doch Eggman. Ja, der Eggman. Dr. Eggman. Ja, genau. By the way, grandios gespielt vom Jim Carrey. Hey. Vor allem zweimal gespielt im Ja, neuen genau, im Film. letzten. Also eine Doppelrolle. Absolut genial. Hey. Es war richtig gut gewesen. Aber von ihm hast du ja lange nichts mehr gehört, vor allem nichts mehr so. Ich weiss nicht, ob du eben die Filme vor einem Avi geschaut hast oder so, also so Ace Ventura. Mhm. Er war für mich halt einfach so ein bisschen der Typ, der so ein bisschen crazy Zeugs gespielt hat. Aber er hat auch erst in einem Interview gesagt, er hat eigentlich aufgehört. Mit so. Ja, allgemein mit der Schauspielerei. Also, ihm gefällt das nicht mehr so, wie es in Hollywood laufe. Und einzig, er würde nur zurückkommen, wenn er wirklich irgendetwas angeboten bekommt, wo er sagt, ey, mal, das fühle ich, das muss ich machen, das ist etwas Gutes. Das hat er mal in meinem Interview gesagt, das habe ich mal gesehen. Ja. Gut, aber wobei, also Sonic allgemein, also bin ich eigentlich sehr überrascht gewesen, auch schon vom ersten Teil. Obwohl er dreht relativ viel vom Film. Mhm. Also der Jim Carrey. Ja, absolut.
So, jetzt haben wir mit dem Film gerade angefangen. Ich habe eigentlich gedacht, wir fangen mit den Serien an. Wir können mit der Serie noch anfangen. Also, es war ja nur so ein bisschen hin und her gewesen. Also. Okay. Hast du noch irgendwie Feedbacks bekommen? Sie haben noch eins von JC Faro. Und er eben den Fata Morgana Strahl hat, den Verschönerungstrick und den Turbo-Nachtblick. Okay. Ich habe einzig und allein etwas von seinem Kollegen, der Renegade. Ja, das ist schon traurig. Und es ist sehr, also Renegade, wenn du das hörst, du kennst jetzt den Spruch Avik, ist doch ein bisschen enttäuschend. Dass er den Tom Turbo einfach nicht kennt. Tom Turbo ist einfach das beste Velo. Ich meine, ja, ich glaube, der Renegade ist ja im Bündnerland oder so aufgewachsen. Ich weiss nicht, ob das so schlimm ist wie in Uri beim Faro, dass die den Fernseher erst vor 5 Jahren gefunden haben, aber hey, ich weiss ja nicht. Hey, nein, also gibt es natürlich viel, wo ich weiß jetzt auch nicht gerade, wie alt das der Renegade ist, aber der ist auch in unserem Alter rum. Aber eigentlich bin ich noch mehr von ihm enttäuscht, weil er ist ja eigentlich ein begeisterter Velofahrer, oder nicht? True. Müsli. Ich sag da sogar ein Cosplay für ihn am Hero Fest. Renegade. Tu dir das doch mal überlegen. Er kommt als Thomas Brezina. Oder als Fritz Phantom. Und mitschleifen oder der Tom Turbo. Weißt du, wie geil wäre das? Das wäre super. Einfach ein Velo auf dem Motz, es kommt ein Tom Turbo. Ja. Ich glaube, du wärst, ohne Scheiß Renegade, ich glaube, du wärst der Renner. Auch wenn nur bei mir und beim Blackjack, aber du wärst der Renner. Aber sowas von, hey. Ich glaube nicht nur bei uns. Ja. Den würde ich viel kennen dort. Ich glaube eben auch. Es war schon ein bisschen ein Kindheitsheld gewesen, eben auch wenn es nur ein Göppel war. Absolut. Aber eben, mit 111 Tricks. Ja, genau. Genau, also eben, wie du möchtest, du kannst mit Filmen anfangen, du kannst mit Serien anfangen. Du darfst gerne ein Lied übernehmen. Also, ich fange mal mit der Serie an. Das habe ich mehr. Und zwar fange ich mit einer an. Die ist mir tatsächlich von 2-3 Leuten empfohlen worden. Was ich auch auf der Liste hatte, ich einfach noch nicht dazu gekommen, bis zu tun. Und jetzt habe ich sie gerade wirklich am Anfang des Monats, das war nicht so lange, die habe ich gerade durchgesucht, habe ich Zero Day geschaut mit dem Robert De Niro. Von der habe ich das letzte Mal schon geredet. Ja, aber und ich bin glaube ich, nur dran gewesen. Eben. Oder ja, nein, oder habe ich noch erst nachher auf? Nein, ich glaube, du hast nachher dann gesagt, du willst sie unbedingt noch schauen, ich soll nicht zu viel spoilern, irgend so etwas. Ja, auf jeden Fall, die habe ich durch. Robert De Niro als ehemaliger Präsident in so einer Krise. Fun Fact, was mich ein bisschen, also, wie soll ich sagen, wo ich kurz so ein bisschen gestockt habe nachher, ist genau das diesen Monat passiert in einem Land. Ja. Genau der Fall. Also so ein Fall. Wahrscheinlich nicht die gleiche Ursache, so wie es tönt hat, aber genau so etwas passiert, wie in dieser Serie passiert. Und was ich recht cool gefunden habe, ich habe immer ein bisschen mitgerätselt. Yep. Und zwar, ob er sich das halluziniert oder ob es wirklich so war. Aber an einem gewissen Punkt bin ich so wie gewesen, wenn ich wirklich sagen, hat er sich das wieder noch eingebildet? Vor allem, ich habe nachher noch einen Schritt weiter gedacht, weil, jetzt kommen Spoilers. Ich tue jetzt einfach Spoiler-Alert. Also grundsätzlich haben wir immer Spoiler. Also für die die Serie noch nicht gesehen haben, vielleicht noch eine schnell zur Erklärung, was passiert wird. Es gibt einen minütigen Stromausfall, der erste. Nur eine Minute? Ja, kann sein, Oder eine Stunde. Oder auch, es gibt einen Stromausfall, einen Netzausfall und dann fängt das ganze Theater an und die Leute reden eigentlich alle davon, ja, sie seien angegriffen worden, sie seien gehackt worden.
Und darum sind es nachher der Robert De Niro als ehemaliger Präsident, der bei allen beliebt ist mir da geholt und hat gesagt, du, schau, da hast du ein Team, find raus, wer es war. Genau. Das ist so das das ist das Hauptthema. Und eben, wie du sagst, schlussendlich weisst du immer noch nicht, ob er halluziniert oder nicht. Weil damals heisst, es sei das Gerät gsi, das sie gefunden haben. Mhm. Und manchmal hast du eben auch das Gefühl, er geht schon einfach über. Ja, das habe ich ein paar Mal gedacht, ja. Absolut. Und was mich eben mega irritiert hat, weil sein Sohn ist ja gestorben an einer Überdosis. Genau. Und er sieht ja das eigentlich, wo er seine rechte Hand sieht. Dort ist mir nachher ein Geistesblitz gekommen, wo mir gesagt hat, hey, ist sein Sohn wirklich gestorben an einer Überdosis oder ist er auch aus dem Weg geräumt worden, weil man ihn aus dem Weg hat? Also es lässt dich einfach so am Schluss so ein bisschen stehen mit Mhm. jetzt habe ich dir aber eigentlich Joe gestohlen. Du hast Nein, eigentlich ja, alles gut, alles gut. Das ist völlig okay, völlig okay. Ja, aber da gebe ich dir absolut recht. Also, ja, man hat so ein paar Mal das Gefühl, also mir ist tatsächlich halt wirklich einmal durch den Kopf, haben sie ihn manipuliert, also weißt du, von außen manipuliert, Mhm. dass er eigentlich der Schuldige ist. Oder jetzt weißt du, der Sündenbock oder so. Und dann, Ja. also, darum, es ist wirklich von, ich sage, die erste Folge hätte ich gebraucht, weil dort haben sie halt, das ist bei vielen Serien oder so neuen Serien halt so, die müssen zuerst alle Charakter irgendwie vorstellen und dann müssen sie das Genau. und dort und da und dann musst du da, das ist der und der macht das. Game of Thrones hat eine ganze Staffel gebraucht. Ja. Aber wenn es dann mal wirklich so ein bisschen losgeht, dann hat es mich nachher gepackt, so bis zum Schluss so, was ist jetzt, ja, ist es jetzt? Ja. Oder hat er es jetzt wieder, und dann, jetzt geht er wieder dran und jetzt ist es gleich Ja. wieder, was ist jetzt mit dem Tresor? Und hat er jetzt das Zettel und dann macht er immer, das ist so ein Drecksbüchlein, hey. Ohne Scheiß jetzt. Seitdem habe ich bei mir so ein Notizbuch auf dem Tisch. Wegen dieser Serie haben wir früher immer Notizen gemacht. Und er schreibt das alles so in Notizbücher rein. Alles, was passiert. Mhm. Und tatsächlich, ich brauche das jetzt auch ein bisschen mehr. Nicht hundertprozentig, weil wenn ich etwas auf dem PC schreibe, macht es Sorgen machen. Sorgen. Kannst du einfach halluzinieren. Vielleicht höre ich Musik. Vielleicht auch nicht. Gott. Ja, also es ist wirklich eigentlich eine coole Serie. Ja. Aber ich weiß nicht, ob das wieder so ein Einmal-Ding ist. Ich habe es gemeint schon. Ich vermute aber auch. Ich habe es gemeint schon, dass das einfach mal so ein Eindingler ist, let's go. Finde ich aber eigentlich nicht schlecht. Muss auch ehrlich gesagt sagen, ich mag solche Serien eigentlich noch, die so ein bisschen einen Anfang und ein Ende haben. Es gibt auch ein Ende, aber sie lassen der gleiche so ein bisschen offen, ja, kann ein bisschen darüber diskutieren. Ja, aber es ist so, also weißt du, wenn eine Serie so gebaut wird, verstehe ich halt nicht, wieso machen die nicht einfach einen Film oder 2 Filme daraus? Das ist dann hingegen wieder eben dieses. Ja, eben. Das ist, ich meine, du würdest das alles in 2 Stunden reinbringen. Darum 2 Filme. Ja, eben. Sagen wir, wenn Ich 2 weiss. Filme an 1 Dreiviertelstunde, warte mal, wie viel hat es Zero Day gehabt? Sind es lange Folgen gewesen? Ja, ich glaube 43 Minuten oder 30 oder so. Ja, gut, das ging ja noch. Warte mal. Also, Zero Day hat, ja, es sind doch schon so um die 50-minütige Folgen gewesen, fast eine Stunde teilweise. Also sagen wir, da haben wir 2, 3, okay, ja, sagen wir 4,5 Stunden müsste ich rechnen. Und dann Ja, lässt du gut, noch ein bisschen Quatsch raus, was sie jetzt da drinnen gebracht haben, um irgendwie ein bisschen der hat füllen. einen Irishman-Film. Der geht ja etwa 4 Stunden. Ja, da machst du 2 Filme draus, irgendwie. Ja.
Ja, es ist ja so, es wäre cool, wenn es weitergeht. Ich meine, Potenzial hat es. Also, von der Story Ja, könntest du auch wieder etwas weiterbauen, absolut. auf jeden Fall, ja. Dem Auf jeden her. Fall. Aber es ist zu empfehlen, wenn ihr so ein bisschen Thriller, ein bisschen ja, Drama, ja, jetzt auch dabei, wenn ihr so das mögt, so ein bisschen, Ja, dann gönnt euch das. Ich sag mal, wenn euch der Night genau. Agent vielleicht zum Beispiel gefallen hat, dann könnte euch das vielleicht auch gefallen. Ja, also es ist auf jeden Fall etwas, wo du kannst schauen und ein bisschen mithirnen. Genau. Das Geile finde ich auch, du weißt eben nicht genau, was so richtig abgeht, also so ein bisschen, alles ein bisschen verschleiert ist. Mhm. Weil es ist mir nämlich auch schon mal durch den Kopf, vielleicht verarscht er eigentlich alle einfach nur. Ja, genau, absolut. es, weißt du, der Old Man, der halt mega unterschätzt ist, aber dann nachher, keine Ahnung, im Ist ja voll der Schrotflinten aus dem Badass. Hosensack oder so. Ja. Ja, genau. Sehr Ja, geil. gut. Ich übergebe dir das Wort. Ja, ich fange gerade noch mit einer an, wo ich immer noch dran bin. Letzten Monat habe ich angefangen mit Dr. House. Ja, Ähm, stimmt. Von diesen 8 Staffeln bin ich jetzt bei der Staffel 7. Es ist halt, es ist schon cool und so, aber ich muss ehrlich gesagt sagen, es ist halt auch viel. Es sind halt jeweils pro Staffel 24 Folgen an 40 Minuten. Oh, Ja, 4. und das sind, ja, 24 Folgen an 40 Minuten sind, glaube ich, insgesamt sind es, glaube ich, etwa 5 Tage, wo du schaust oder so. Für ein Season. Nein, Holy. nein, nicht für eine Season. Aber, ich glaube, nee, warte jetzt. Es mal irgendwie ausgerechnet, aber jedenfalls ist es genug. Es ist genug. Und ja, aber ich muss tatsächlich sagen, es hat zwar manchmal Folgen drin, wo nicht so cool sind, Mhm. aber jetzt, ich glaube, jetzt in den 2 letzten Staffeln, also Staffel 6 vor allem, hat es hure viele Sachen gegeben, wo, also eigentlich mit der ersten Staffel geht es mehrheitlich darum, aha, ja, sie tun Patienten wirklich Patientenfälle betreuen. Die zweite, dritte, vierte ist dann so ein bisschen, was er so ein bisschen für ein Problem hat mit seiner Sucht. In der 5. Staffel geht dann er in die Suchthilfe. Ja, das ist glaube ich auch die kürzeste Staffel. Die geht glaube ich nur 12 Folgen oder so. Da kommt er als komplett neues Team über und ja, jetzt die 6. Staffel hat mir eigentlich noch sehr gut gefallen, weil dort auch viele Sachen drinnen vorkommen, die so ein bisschen kritisch sind. Mhm. Ähm, Also grundsätzlich, was auch noch drin vorkommt, ist, warum also der in die Klapse geht. Ist auch ein Teil davon ist 2 wichtige Charaktersterben. Ich sage jetzt nicht wie, aber es ist sehr eindrücklich, wie die das machen und es ist so ein bisschen what the fuck. Und es gibt auch so ein bisschen andere, so kritische Themen, wo es so ein bisschen darum geht. Sie sind Ärzte und haben einen Patient. Also ich sage es jetzt ehrlich, sie haben dann einen Patient, das ist so ein wie sagt man dem? Wie ein Diktator, wo irgendwie so eine Masse, fast wie ein Massengenozid oder irgend so ein Massenmassaker anrichten an irgendeinem Volk. Und was es darum geht, wo der eine sich die Frage stellt, hey, was ist besser, lohne ich jetzt den sterben, den Diktator? Eigentlich bin ich Arzt und ich muss ihm helfen, aber Mhm. wenn er lebt, dann sterben viele andere oder lohne ihn sterben, dafür leben dann alle anderen. Oh. Und das sind so Themen, wo du nachher dann tagst und denkst so, what the fuck, Alter? Oder auch schon einmal wirklich so Entscheidungen, wo du Leute anschaust, sei es Frau Patienten oder die Nahestehenden, die sich dann entscheiden für gewisse Sachen, denkst du auch, bro, lieber die weder ich. Ja. Aber ja, ich hoffe, ich werde jetzt gleich mal fertig. Aber ist es doch nicht so, dass sich viele Serien, die wirklich so lang und vor allem mit so vielen Episoden laufen, wo es eigentlich immer ein bisschen ums Gleiche geht, haben das Problem, dass sie irgendwann so, wie soll ich es erklären?
zwangsmässig irgendein Thema suchen müssen. Weißt du? Tatsächlich muss ich sagen, ja, es gibt schon einen Wiederholungswert. Also es hat halt, er hat ja eine Vicodinsucht. Er ist ein Süchtiger nach einer Droge. Und das ist schon ein Hauptmerkmal, das sie haben, wo immer wieder auftaucht. Wo jetzt ist er eigentlich weg von dem und jetzt geht es so ein bisschen darum, jetzt muss er halt einfach auch ein bisschen jemanden haben, der auf ihn schaut. Das heisst, er muss sich eigentlich fremden Leuten öffnen, was er eigentlich sonst nicht so macht. Mhm. Also es hat schon einen Gesamttitel, eben, hey, er ist halt drogensüchtig. Aber tatsächlich hast du auch genug Charaktere drinnen, die auch wechseln, wo aber immer wieder neue Sachen reinbringen. Okay. Also es gibt immer wieder so Themen, wo sie so ein bisschen aufgreifen und sie dann zusammen so ein bisschen schön balancieren und zwischendurch hauen sie halt einfach wieder eine Episode raus, wo es eigentlich wirklich nur wieder so um ein Patiententhema geht. Also wo es eigentlich dann nicht um die Charaktere geht, sondern um die Dudes dort. Ja. Oder um die Patienten. Okay. Von dem her eigentlich schon, also es ist eine gesunde Mischung, sage ich jetzt mal. Mhm. Dann wirst du das Bauli wieder dir zu. Ich habe eine ganz neue Serie geschaut. Und zwar mit einem Hauptdarsteller, den kenne ich wahrscheinlich fast die meisten. Tim Taylor, der Heimwerkerkönig. Gottes Willen. Ja. Also Tim Allen heisst er ja eigentlich. Und zwar die Serie heisst... Die Serie heisst Shifting Gears. Ich weiß gar nicht, ob es einen deutschen Titel hat. Kann man gleich nachschauen. Das ist eine neue Serie von ihm. Also mit ihm. Und ich glaube, die heißt einfach so. Oh, ich sehe es jetzt dann nicht anders. Ist ein recht witziger Cast. Ist nicht eine riesige Serie. Ist recht klein gehalten, auch vom Cast her eigentlich, kannst du sagen. Das Mal ist er nicht mehr Heimwerkerkönig, sondern jetzt hat er eine Autowerkstatt. Ich finde das noch geil. Ja. Weil wie der vorherigen Serie hat er ja immer an einem Auto umgeschraubt. Und ich habe mir immer überlegt, ich habe es jetzt nicht nachrecherchiert, das ist mir nicht mehr in den Sinn gekommen, ich habe mir immer überlegt, haben sie das echt extra gemacht? Ist das vielleicht von ihm her gekommen? Weil ich glaube, er ist ja so ein bisschen, also er persönlich ist, glaube ich, so ein bisschen ein Auto-Guy. Ein Car-Guy, wenn man so schön sagt. Und ob sein Auto, das er dort in der Serie gebaut hat, ob das jetzt echt auch vorgekommen ist, jetzt in der neuen Serie, das habe ich aber nie nachgeschaut. Oh, wie heisst das? Was baut er auch? Ich weiß es auch nicht mehr. Also ich weiß wirklich nicht mehr, was er gebaut hat. Das ist too long ago. Aber ich weiss, dass es ein schönes Auto war. Ja, voll. Aber warte jetzt, wenn ich da mal schaue, das Auto, das hier auf dem Hintergrund ist. Gell? Also, aber ich bin nicht nachschauen. Also er muss einen dort, dass das Weinrote, das erinnert mich so schwer an das Auto, das er hatte. Oder das sieht einmal fast so aus. Ja, voll. Also, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er so etwas macht. Oder er so ein bisschen auf das zurückgeht. Weil er hat ja auch eine andere Serie, der Tim Allen, später dort. Last Man Standing heisst die. Habe ich nur mal so, als ich irgendwie krank war, habe ich mal, nein. Habe ich dort mal reingezappt und dort sind dann nachher auch alte Schauspieler vorgekommen, die bei Hör mal, wer den hämmert mitgemacht hat. Zum Beispiel die Frau von ihm. Wo dann dort auch sagt, ja, weisst, mein Ex-Mann, das ist auch so ein kaputter Heimwerker gewesen, der alles kaputt gemacht hat und so. Und das ist mega lustig, so für Referenzen. Ne? Also ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut. Also die Autos, die ich jetzt über Hör mal, wer da hämmert, so hat die Serie damals geheißen, die alte, wo ich jetzt irgendwie dort drüber gefunden habe, wo er dran gearbeitet hat, ist keins von denen, wo jetzt
auf diesen Bildern oder so ist. Also das Hauptauto, das in dieser neuen Serie vorkommt, ist das ganz anderes sowieso. Aber auch sonst gesehen jetzt gerade nicht. Okay. Ja, aber anyway, also es ist auch sonst ein toller Cast. Der Tim Allen, aber Tim Taylor, den man kennt. Kat Dennings, das ist die Praktikantin gespielt hat bei Thor. Ja, oder auch bekannt aus Two Broke Girls. Ja, das habe ich mir aber das letzte Mal auch sagen. Nicht irgendjemandem mal müssen erklären, wer das ist. Dann, ja, die von Two Broke Girls. Ich, ja, okay. Und was mich hure gefreut hat, der Stifler. Der Sean William Scott. der Stifler. Aber ja, natürlich, aber natürlich nicht als Stifler. Schon ein anderer Charakter. Aber ja. ich finde das ein super Schauspiel. Ich finde den mega witzig. Alle. Ja, aber den hast du schon irgendwie auch schon länger nicht mehr gesehen. Irgendwie in einer richtigen Serie oder Film. Was hat er? Er hat doch erst den Film gemacht, wo er irgendwie ein grosser Bruder oder irgendwie so. Das ist eine Komödie, wo er eigentlich, glaube ich, weiß nicht, ob er so ein Kleinkrimineller hat müssen irgendwie so als Kollege spielen oder der Kollege sein für einen kleineren Bübel, der sich nicht so leicht hat. Irgend so etwas. Das ist der letzte Film, den ich von ihm im Kopf habe. Okay. Dort hat er mitgespielt. Ich finde es halt immer geil, wenn du so Schauspieler gehst, googlen oder so. Ich persönlich bin immer so einer, genau bei so Komödianten oder so, schaue ich immer gerne, was haben die für kaputte Filme gemacht? Also einer, der so richtig ins Auge sticht, wo du denkst, hey, der passt jetzt nicht dazu. Und tatsächlich habe ich bei ihm jetzt auch gerade einen gefunden. Der heisst Bloodline. Horrorkrimi. Aha, okay, jetzt kann ich sagen, das ist nicht der Bloodline, den ich glaube meine. Irgendein Horrorkrimi. Das sind genau so Sachen, die mich interessieren und genau auf meine Liste kommen. Den müsste ich eigentlich auch mal schauen. Super Troopers 2 hat er mitgespielt. Das weiß ich noch. Den müsste ich mal. Nein, nicht Helldivers. Aber bei dem müsste ich. Aber Bulletproof Monk, dort hat er mitgespielt. Ja. Das weiß ich. Und das ist ein super Film. Das müsste ich eigentlich auch. Also super. Guter Film, müsste ich wieder mal schauen. Goon. Goon hat er gemacht, genau. Vorbilder, so hat er geheißen, der Film. Okay. Vorbilder mit dem Paul Rudd, also mit dem Ant-Man. Ant-Man. Mit dem. Das war auch nicht schlecht gewesen. Oder natürlich, also ich meine, legendär. Hey Mann, wo ist mein Auto? Ich glaube, den habe ich einmal gesehen. Was? Ich glaube, den schaue ich auch nur einmal. Oh, Ulen. Ey, Alter, was steht auf meinem Rücken? Sweet, was steht auf meinem Rücken? Dude! Scheiße, du. Ja, also die Serie war ganz witzig. Ich weiß aber nicht, ob es so etwas ist, was mehrmals. Also weißt du, wenn jetzt so hör mal wieder hämmert, wo du irgendwie so nach 10 Jahren wieder mal gehst schauen. Vielleicht schon, aber es kommt halt schon nicht an das damals an. Ja gut, das ist schwierig. Ja. Finde ich. Aber es war witzig. Es ist wirklich, wenn man wieder so etwas so in der Comedy-Sparte sucht, so hey, kennt euch die? Ich weiß gar nicht, wo man sich schauen kann, aber finde ich ja schon. Und dann könnt ihr ein bisschen lachen. Ist leider nicht so lang, ist nicht so eine grosse Serie und halt nur eine Staffel. Ich weiß ja gar nicht, ob es weitermacht, keine Ahnung. Aber ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass es nicht weitergeht. Aber wie will es sein, du? Wie will es sein? Gibt es solche, die halt vielleicht einfach nur eine Staffel lenkt, in dem Sinn. Ja, aber sonst ist es nachher nicht die Länge und dann ist es auch nicht lustig. Von der Geschichte her und so kannst du schon etwas ausholen, aber ich weiß nicht, ob so Serien heute noch ziehen, du weißt. Das ist so. Es ist halt wirklich so ein bisschen es hat schon immer wieder das gleiche Feeling gegeben, wie damals so, hör mal, wer da hämmert und so, weißt du, also ein bisschen witzig und dann ist das ein bisschen der Grumpy Dad oder eben Grossdaddy und so und ja, Scheiße und so und ihr macht jetzt so, wie ich es will, nicht anders und
Ja, also es war witzig gewesen, aber nichtsdestotrotz weiß nicht, ob es Ja. etwas genug war, um eine zweite Staffel zu bringen. Ja. Wie viel hast du gesagt, hast du? Ich habe 4. Soll ich gerade noch eine machen? Die kann ich ganz schnell. Ja, also wir haben sicherlich eine, ich glaube, die würden wir am Schluss nehmen. Ich glaube, wir haben 2. Okay. Ich habe. Oder vielleicht hast du sie das letzte Mal schon geschaut. Ich weiß gar nicht. Ich habe The Eternaut geschaut. Die Netflix-Serie. Ja. Ey, oh, jetzt bin ich gespannt. Also wo soll ich anfangen? Schauspieler, gewöhnungsbedürftig, weil es ist halt. Was ist es? Argentinisch. Argentinisch, ja. Argentinisch. Eine argentinische Serie. Ja. Ich habe es ein bisschen komisch. Also, ich wollte nicht sagen, dass sie schlecht sind. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, ich selber. Aber es ist einfach so ein bisschen, am Anfang so ein bisschen um zu schauen, so, was schaue ich da für eine 15-Franken-Serie? So, hä? Habe ich die erste Folge auch gedacht. Ja, genau. Und nachher ist es nämlich gegangen. Ja. Du musst reinkommen. Ich habe Ja. geschrieben, gewöhnungsbedürftige Schauspieler. Aber so nach der ersten, spätestens zweiten Folge bin ich eigentlich zu rangekommen mit dem. Ich auch, ja. Und die Story. Aber nur schnell, ich glaube, der Cast ist, glaube ich, so in Argentinien, glaube ich, relativ hoch. Weil er ist, glaube ich, ein urbekannter Schauspieler dort. Ich wollte das auch nicht absprechen oder so. Ich weiß es nicht. Ja, ich auch nicht. Aber ich glaube, wir haben das letzte Mal gehabt, das ist wahrscheinlich genau so ein Feeling, wie wenn du weißt du, was haben wir letztes Mal gehabt? Französisch. Du merkst der Film, genau, ja. wenn es eine französische Produktion ist. es ist genau, französische Produktion wird das wahrscheinlich jetzt in Zukunft. Okay, das ist argentinisch. Ja, genau. Entschuldigung, so jetzt. Ja, das ist ja wirklich, das habe ich bei, wie hat die Serie geheißen? Irgendetwas mit den Autos. Nein, 3%. Nein, das mit dem Film, das ist ein französischer Film, das letzte Mal Carjackers. Aha. Nein, aber 3% hat die Serie geheißen. Das ist eine brasilianische Science-Fiction-Serie. Okay. Und, also, mal so schnell ein Ausschweifer, wer ich Sci-Fi und so mag, schaue die. Ist auf Netflix, glaube ich. Ist eine vernünftige Serie, ist mega cool, also mega ein interessantes Konzept. Ich habe sie nie fertig geschaut, tatsächlich. Ich habe irgendwann aufgehört. Aber die ist schon fast 8-jährig, glaube ich, oder so. Tatsächlich schon recht ein bisschen da. Ein bisschen da. Aber dort habe ich immer auch so das Ding gehabt, so, du hast einfach gemerkt, so, es ist nicht eine Produktion, wie man es schon so kennt. Aber es ist halt eine brasilianische Serie mit Schauspielern, die du halt nicht kennst und so. Also, ja. Die Story von Eternaut habe ich gut gefunden. Sowieso so all das so ein bisschen Space und so Zeugs, ohne jetzt so gross zu spoilern. Also es geht nicht in die Weltraum raus, also sie fliegen dann nicht mit der Rakete oder weiss ich was jetzt rauf. Mhm. Aber so das Ganze drumherum, das hat mich recht interessiert. Das Problem ist aber das ist jetzt vielleicht das Problem von mir, ich weiß es nicht, weil ich mich halt allgemein für das interessiere. Es war recht vorhersehbar für mich. Ja, das stimmt. Ich habe am Ende von der ersten Folge schon gedacht, das könnte etwa so in die und die Richtung gehen wahrscheinlich. Darum passiert das und das mit diesen Leuten. Also vor allem wegen den Leuten. Nicht wegen diesem, nicht wegen dem, was man sonst sieht, Ja. sondern wegen den Personen, was mit denen passiert. Ja, also ich habe es eigentlich ab dort gewusst, wo sie in diesem Einkaufscenter oder so sind. Mhm. Wo dann eben die Leute wieder zurückkommen. Wo ich mir dann auch gedacht habe, ja, okay, gut, jetzt ist der Fall klar.
Aber Okay, aber tatsächlich, du auf was willst du jetzt raus? also, die Frage ist, auf was willst du raus? Okay, wir führen hier mal wieder einen kurzen Spoiler ein. Es ist leider nötig, damit wir uns verstehen. Bei mir ist es in der ersten Folge ziemlich schnell klar gewesen, wo die Leute gestorben sind, wo sie raus sind. Sobald sie außerhalb vom Haus waren, etc. Aha, ja, gut, das ist relativ absehbar gewesen, dass das Kokain war, wo oben runterkommt. Oder meinst du jetzt Der nicht das? Magnetismus, unter anderem. Aha, gut, das Der, habe Mag ich jetzt, der das habe ich jetzt Magnetismus hat nicht. dazu geführt, dass das passiert. Ja, Aha, nein, das habe ich jetzt tatsächlich, okay. ich habe das jetzt nicht gewusst. Aber das ist etwas, vielleicht will ich mich für so Zeugs interessieren, halt ein bisschen stark, dann, also habe ich halt auch viel über so Zeugs gelesen und Okay. ist es ein bisschen vorhersehbar gewesen. Das andere mit den Leuten, das zurückkommen und so, ja, ist auch ein bisschen vorhersehbar gewesen, irgendwie. Ich hätte es nicht gedacht, aber also, es ist immer so, Also, dort, wo es erstmals das Tunnel auftaucht ist. das Tunnel. Ja, es ist eigentlich ganz am Anfang von der Folge ist gekommen, dass ist eine Szene gekommen, wo eine Person zu dem Tunnel, in das Tunnel hineinläuft und so. Oder rausgelaufen, weiß nicht mehr. Nein, ich glaube, ist das nicht am Ende von dieser Folge gewesen? Also, das ist am Ende gewesen? Ich habe gemeint am Anfang. Ja. Es ist am Ende von dieser Folge gewesen, weil sie sind eben dann dort ein bisschen böse tun in diesem Supermarkt. Mhm. Da gibt es nicht mehr. Und ich glaube, gerade anschliessend ist er nachher dann, eben ins Tunnel rein. Oder so. Ja, das kann Ja. sein, ja. Bin nicht mehr ganz Aber tatsächlich, es hat einen schönen Wechsel drin, finde ich. mhm. So von wegen, oh, es ist eine Naturkatastrophe zu etwas anderem. Genau. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt auf den zweiten Teil. Ja. Und ja, also am Anfang habe ich auch gedacht, was ist echt das für ein Scheiß? Aber eigentlich ist es ja noch lustig. Das ist so ein bisschen cool zum Schauen. Ja, ich ha schier ich ha Angst gehabt, es geht zu sehr so in so eine Überlebensrichtung à la, sagen wir es, The Walking Walking Dead. Dead oder so, ja, genau. Jetzt ohne Zombies groß, aber kannst du dir denken, ah nein, jetzt kommt das wieder. Ich habe mir eben aufgeschrieben gehabt, weil das hat mich hure irritiert gehabt. Es ist hure schnell gegangen, bis die ersten Leute durchgedreht sind. Ja. Und dann habe ich dann gedacht, oh, da kommt noch etwas anderes. Aber ich glaube, das würde auch wirklich so passieren. Also, Ich habe ganz mir ehrlich. gezeigt, wie schnell es tatsächlich gehen würde, bis die Menschheit kippt. Das habe ich reingeschrieben. Ja, absolut. Ey, das ist schon irgendwie nur, das ist ein Tag. Und die drei schon völlig am Rad da drin. Ja, Aber irgendwie stell dir vor, also, ich meine, es ist ist schlimmer als Covid. Schlimmer als Corona. Ja. Und wenn die Leute dort schon. Ja. Ich finde es so cool, dass sie mal einen Cast haben, wo die Hauptprotagonisten mal so ein bisschen ältere Leute sind. Es sind nicht die tendenziell junge Leute, sondern sie alle so etwa so 50, 60 aufwärts. Ja, genau. Wo man so ein bisschen siehst, hey, das sind jetzt Leute, die denken zuerst, bevor sie etwas machen. Meistens. Meistens, ja, genau. Aber von dem her, ich finde es eine coole Serie, also ich kann jetzt noch gerne mal geben. Eben, nehmt nicht Zeit dafür. Also es ist jetzt vielleicht nicht gerade etwas, wo gerade von Anfang an gecatcht. Ja, genau. Ja, dann leg du noch mal los. Du hast jetzt noch 3. Ich habe nur 3 gute. Okay, also ich habe eine halbgute und eine, wo wir zusammen sicherlich noch, ich glaube, die reden wir am Schluss. Okay. Ich habe heute noch schnell Star Wars Tales of the Underworld habe ich geschaut. Habe ich aber noch nicht geschaut. Also ich mache es eigentlich kurz und knapp. Ich glaube, dir wird sie gefallen. Mhm. Weil man merkt wieder mal, dass der Dave Filoni halt ein mega Fan ist von Western. Und tatsächlich, aber das weiss man schon ein bisschen von den Trailer her, es geht um
Asai Ventress, das ist die abtrünnige Sith oder jetzt Jedi oder was auch immer sie auch gerade ist. Und sie erzählt auch tatsächlich die Vorgeschichte von Cat Bane. Und tatsächlich finde ich das mega cool gemacht. Also die Geschichte von der Asai Ventress sind 6 Folgen, die ersten 3 sind Asai Ventress, die letzten 3 sind Cat Bane. Und tatsächlich die Geschichte von Cat Bane, die hat mich besser gedunkt. Ja. Die andere ist so ein bisschen, ja, okay. Vor allem, ich habe den Anfang überhaupt nicht mehr im Fokus gehabt. Okay. Also ich habe die irgendwo das letzte Mal gesehen, aber ich habe sie, ich mache das jetzt gerade, Geschichten der Unterwelt da. Aber die jetzt nämlich gerade auf die Merkliste. Die kann schauen. Ich habe gesehen, dass die da ist. Ja. Und da denke ich, weil ich gerade eine andere Star Wars Serie geschaut habe, wo wir eben wahrscheinlich nachher dazu kommen, habe ich gedacht, könnte man eigentlich mal noch reinnehmen. Ja. Und also wirklich, also, du kannst die an einem Tag easy durchschauen, weil es sind, sie gehen nur, es ist auch Clone Wars, es ist halt computeranimiert, sie gehen immer so etwa 20 Minuten, 25 Minuten. Sollte man Clone Wars gesehen haben vorher? Weißt du, so von der Geschichte her oder eher weniger? Du weißt schon, wer die Asai Ventress ist? So ungefähr, ja. Ich habe gerade so ein Bild im Kopf. Weißt du, wer der Cat Bane ist? Gut, wahrscheinlich Cat schon. Bane weiss ich wer, ja. Okay. Also es ist sicherlich cool, wenn du die 2 Charakter kennst. Clone Wars muss man jetzt nicht gesehen haben, aber du weißt, was das. Du weißt halt mehr, was das für Typen sind. Aber also Cat. Ja. kennen im Sinn von du weißt, dass die gibt oder kennen so ein bisschen, wie die sind, oder? Weißt? Ja, also du weißt einfach, also so ein bisschen, du weißt halt ein bisschen mehr über ihre Persönlichkeiten. Okay. Bei der Asai Ventress würde es mehr Sinn machen, weil die hat aber auch ein bisschen längere Lore im Clone Wars, weil sie halt auch ein grösserer Antagonist ist. Mhm. Also respektive einer, der häufiger auftritt. Und der Cat Bane ist eigentlich dort mehrheitlich einfach nur eine coole Figur, sage ich jetzt. Okay. Er hat jetzt nicht irgendwie so. Er hat so einzelne, glaube Folgen oder vielleicht mal insgesamt mal Staffeln, wo er mal vorkommt, aber das Ventress, die macht auch eine recht coole Charakterentwicklung durch. Ja. Finde ich jetzt. Okay. Ja, ich habe mir gerade einiges, was Star Wars, also Rebels zum Beispiel, Bad Batch, habe ich alles noch nicht gesehen. Ja. Ich meine, jetzt alles mal reingehauen, dass ich das Zeug kann gucken. Clone Wars habe ich. Oh, muss ich mal gucken, ob ich das geschaut habe. Ich glaube zwar nicht. Ich glaube, Clone Wars habe ich nie gesehen. Okay. Oder nicht ganz auf jeden Fall. Würde ich unbedingt empfehlen, ganz zu schauen. Also es hat jetzt Szenen drin, Alter, das macht die kaputt. Warte mal, ich habe doch irgendwann mal etwas geschaut. Oder habe ich dort echt nur die Folge geschaut, um eine andere Serie besser zu verstehen? Und ich dich mal gefragt habe, muss ich da irgendetwas gesehen haben? Und ich glaube, das ist irgendwie, ist das zum... Boba Fett wahrscheinlich. Kann das sein? Nein, also ich musste irgendetwas, glaube aus Clone Wars schauen, wo es darum geht, wo sie auf dem Planet sind, wo eigentlich, ich weiß nicht mehr, wie man denen sagt, diesen Götter, weißt du, gut und böse. Ah! Und wo du mir gesagt ja. hast, schau das zuerst, bevor du dieses schaust. Ahsoka. Ist das schon Ahsoka ist das gewesen? Ja. Okay. Weil dort kommen die 3 Götter, also ja, Götter, also ich sage jetzt dann halt Götter, sie Ja, sind ja dort in dem Würfel innen. Und dann hast du nachher den Vater, die Tochter und der Sohn, ja. wo jeweils eine Seite repräsentieren. Genau. Weil das ist wirklich, von dort her macht es sehr Sinn. Ich glaube eben auch ja, ich muss Rebels müsste ich auch mal schauen. Ja. Ich habe auch noch nicht gesehen. Ich glaube, also ich meine, ich habe Clone Wars tatsächlich nicht geschaut bisher. Aber das
glaube, das ist so das nächste Grosse in dem Fall. Kann ich sehr empfehlen. Aber ich bin noch etwas anderes und ich habe noch ein paar Sachen, die ich zuerst muss schauen, bevor ich dann ja Ja. Also, reinsteige. dann überlasse ich dir noch die Bühne, weil du hast ja noch 2 Folgen, bevor wir dann zum grossen Unbekannten kommen. Also die nächste, die ich gesehen habe, das war tatsächlich eine kleine gewesen. Die hast du easy am Abend durchgeschaut eigentlich. Und zwar Love, Death and Robots Staffel 4. Das muss ich noch gucken. ist, wie soll ich sagen? Sie ist nicht so gut wie Black Mirror, aber hat auch immer wieder interessante Ansätze. Visuell einfach immer wieder super. Aber, und da ist jetzt eben das, was sich schlechter macht in meinen Augen zu Black Mirror, also im Vergleich zu Black Mirror. Die Qualität variiert extrem von Folge zu Folge. Du hast eine Folge, hammergeil, denkst, ey, ich könnte jetzt da eine Woche lang weiter schauen. Und die nächste Folge und denkst, Alter, das skippe ich einfach die 10 Minuten, wo die Folge jetzt geht. Das ist so langweilig. Und es wird nichts gezeigt und nichts. Und das ist kein Schade, aber es ist immer noch eine gute Serie, interessant, hat interessante Geschichten immer wieder dabei. Also, wenn ihr Black Mirror gerne habt, schaut Love, Death and Robots rein. Das sind wirklich kleine Folgen von 5 bis 15 Minuten, glaube ich, würde ich jetzt mal sagen. Oder vielleicht geht auch mal eine 20 oder so. Wirklich kleine Folgen. Ja, es gibt eine Folge, von der würde ich mir einen ganzen Film wünschen. Das ist, glaube ich, in der ersten Staffel, wo es um die Russen geht, wo während dem Zweiten Weltkrieg irgendwie so in die Berge geschickt werden, weil sie irgendwie so ein Monster oder irgend so ein Monster haben, das sie angreifen, so à la The Wall, wo sie nachher dann einfach völlig überrannt werden von irgendwelchen Viechern. Ich glaube, es war schon ewig lang her, aber ich glaube, ich mag mich. Ist das in der ersten gewesen? Ich habe es gemeint, ja. Ich weiß nicht mehr. Das ist möglich. Was ich halt einfach immer wieder cool finde, ist der Stilwechsel, den sie immer wieder haben, weißt du? Ja. Ah ja, die letzte Folge da. Secret War, Elite Units of the Red Army fight an unholy evil deep in the ancient forests of Siberia. Ja, das habe ich auch geil gefunden. Ich dachte, da muss mehr kommen. Folge vorher, aber ist Beschreibung. Ich glaube, ich muss die wieder mal schauen, die vorherigen. Also allgemein die. Vorherige ist auch gut. Alternate Histories. Beschreibung. Das ist ja schnell. Want to see Adolf die in a variety of comically fantastic ways? Now you can. Welcome to Multiversity. So, what the hell? Was ich aber einfach cool finde an dieser Serie ist immer wieder, der Stil ändert fast von Folge zu Folge. Eins hast du eine Real-Verfilmung, eins hast du einen Comic, mal hast du ein 3D. Einmal bist du nicht sicher, was es jetzt genau ist. Ja, genau. Ja, voll. Es hat, glaube ich, eine, die mega krass ist. Das ist, glaube ich, sogar in der ersten. Ja, das ist Beyond the Aquila Rift. Das ist also eine Sci-Fi-Serie. Ich glaube, das ist die, die du meinst. Oh, ist das dort am Schluss so ein grusiger Viech rauskommt? Ah, das weiß ich nicht mehr. Ich sehe sogar, das ist so ein Vorschaubild hier. Und das ja, jenseits des Aquila Rifts. Ja, das ist so wie so ein Spinnenviech, das rauskommt. Und das ist möglich. Ja, es wird eigentlich sozusagen so ein bisschen dargestellt, es wäre so eine Frau und ja. Also seid euch einfach im Klaren, Love, Death and Robots, die haben auch kein Tabu, was so Sexualität und das so anbelangt. Ja, allgemein kein Tabu. Eine von der besten Folgen habe ich die mit den Robotern gefunden. Die 3 Roboter? Ja, die 3 Roboter, die sich fragen, was überhaupt mit der Menschheit passiert ist. Das ist so genial. So genial. Vor allem, wo nachher eine Katze kommt. Und alle so, genau. Oh, Scheiße. Es hockt auf meiner Schoß, was soll ich machen? Ja, langsam mal an. Und dann, oh, Scheiße, es fährt auf den Schnurren. Genau. Oh, fuck, jetzt hast du es aktiviert. Du so. Es ist wirklich, also die sind wirklich mega cool.
Auch empfehlenswert. Also in der letzten Staffel kommt auch wieder so eine Serie, also auch wieder eine Folge mit einem Roboter und einer Katze. Die ist auch sehr, sehr witzig. Also wirklich, so Also, Klischee von Katzen wäre der perfekt erfüllt. Was man so übersagt. Super. es gibt wirklich mega coole Sachen. Okay. 4. Staffel. Eine Folge heisst intelligente Haushaltsgeräte, dumme BesitzerInnen. Hey, ja, oh Gott. Also BesitzerAbstandInnen. Aber das finde ich mega cool. Es hat auch wirklich solche, wo du schaust und denkst, oh, das sieht einfach nur geil und schön aus. Ja, absolut. Aber visuell hat es mega viel so schön, einfach schöne Goldstücke dabei, wo du sagst, damit mach ich doch einfach Ja. mehr draus. Muss ich wirklich sagen. Ja. Ja. Eben, es ist auch ein bisschen gruselig und manchmal ein bisschen wüst und Ja, es hat einfach Ja. alles. Es hat von Comedy über ein bisschen, es ist mal Horror zu weiss ich was. Es hat ein bisschen von allem etwas dabei. Ja. genau, ja. Okay, dann meine zweitletzte. Die habe ich tatsächlich vor langem mal angefangen gehabt. Nie fertig geschaut, aber jetzt habe ich mir gedacht, hey, jetzt gibst du den Ruck. Und zwar habe ich Ted Lasso geschaut. The fuck ist das? Ja, das habe ich mir damals auch gedacht, wo mir das jemand vorgeschlagen hat. Er hat gesagt, hey, Ted Lasso ist nur recht witzig. Und zwar geht es um einen US-Football-Coach, der jetzt ein englisches Fußballteam muss trainieren. Weil er irgendwie, ich glaube, er ist gekündigt worden oder so dann und hat ein Angebot bekommen von so einem englischen Mittelliga irgendwie Club oder so. Und also ich habe ein bisschen gebraucht am Anfang, darum eben, ich habe sie lange liegen wieder. Und dann habe ich jetzt angefangen. Habe ich wieder von vorne angefangen tatsächlich, auch weil ich nicht mehr alles gewusst habe, was überhaupt. Und dann hat es mich gepackt. Also, das ist so eine gute Serie. Ich hätte es nicht gedacht, sie ist witzig. Sie hat wirklich witzige Charaktere drin. Es hat Charaktere drin, wo du denkst, Alter, hier einfach mal eins auf die Fresse geben wäre schön. Es hat Charaktere drin, die Twists haben, wo du nicht denkst, wo du plötzlich so, what, okay, wow, alright. Und ja, allgemein einfach so der Kulturclinch so vom US-amerikanischen Football-Coach so. Vor allem, also sie sind so das Trainer-Duo. Es ist so. Es ist einfach Sahne, diesen zwei zuzuschauen. Vor allem, es sieht auch geil aus, er mit so einer Schneuze. Ja, absolut geil. Also, tatsächlich auch wirklich ein toller Cast mit dem Jason Sudeikis und der Hannah Waddingham. Ihn kennt man von Wir sind die Millers zum Beispiel. Oder auch sonst viele, so ein bisschen Comedy-Serien etc. spielt er mit. Der Hochzeitsschinken, Weddingham. Nein, ist nicht so geschrieben. Sie kennt man. Sie kennt man auch aus verschiedensten Serien tatsächlich. Oder auch Filmen tatsächlich. Sie ist nicht ein Unbekannte. Sie ist auch eine englische Schauspielerin, glaube ich, meinte ich. Also tatsächlich hat sie bei Game of Thrones irgendeine Rolle, aber... Sie bei Game of Thrones eine Rolle gehabt? Ja, stimmt. Ah ja, bei Mission Impossible beim letzten, da komme ich dann noch dazu. Ist sie auch dabei gewesen? Kurz? 12 Monkeys. Ja gut, der ist auch also bei der Serie, oder was? Ich weiß nicht, ob es die Serie ist oder der Film. Ja, also Ich glaube, sie habe ich auch schon irgendwann mal gesehen. Ja, also die hat man sicher schon mal irgendwo gesehen, absolut. Das ist keine Unbekannte. Aber es ist wirklich eine witzige Serie. Ich hätte nicht gedacht, dass mich die so ein bisschen in den Wahn zieht. Klar hat es auch wieder ab und zu mal Folgen oder Teile drin, wo du denkst, ja, Aber ich es denke, halt das schon ist wieder. auch schwierig. Ja. Aber einfach so, sie clincht manchmal mit sich zusammen. Er ist so ein über krass freundlicher, aufgestellter Dude. Die ganze Zeit.
aber Und das aber ohne Scheiß, ja. wenn du das Bild anschaust und du schnell auch genau so Ja, einschätzen. genau. Es ist, schau das Bild an und du weißt genau, wer er ist. Es ist Ja. so. Und Das ist einfach ein Dude, der hat einfach immer gute Laune. Dem ist scheißegal, was passiert. Und das natürlich in dem Grumpy England. Das ist, also, es ist so genial. Es ist wirklich, also, jetzt abgesehen vom Sport und so, es ist einfach eine witzige Serie. Ziehen durch die rein. Ganz ehrlich. Es ist einfach manchmal witzig, manchmal ein bisschen traurig, manchmal ein bisschen holy crap, was ist jetzt gerade abgegangen? Und dann schlägst du manchmal wieder so die Hände über den Kopf zusammen und du denkst, Alter, nein, warum? Was macht er wieder? Es gibt es auf Apple TV und auf Prime, aber natürlich wieder nicht in der Schweiz. Bravo. Ja. Das ist ja so. Ja. Nein, die ist wirklich, hat mich überrascht. Hat 4 Staffeln und die ist jetzt auch, glaube ich, wirklich fertig. Also da gibt es nichts mehr. Ist wirklich sehr zu empfehlen. Es ist auch recht hochqualitative Produktion. Aber es wäre nicht gross irgendwas mit Sci-Fi machen. Also weißt du, CGI meine ich, machen, aber Yep. du merkst, es steckt Apple dahinter. Sag's mal so. Der Apfel. Genau. Ja. Ich glaube, jetzt kommen wir zum Mocken, oder? Ja, Mocken. Ich meine, das ist ja schon die 2. Staffel. Also Mocken können wir nicht mehr draus machen. Ja, aber da gibt es auch keine weitere Staffel. Ja. Also, Nein. wäre ein bisschen schwierig. Ja, absolut schwierig. Aber ja, sie hat mich ein bisschen wieder ins Universum zurückgeholt, sage ich mal so. Oder in die Galaxie. Sie ist aber, also ich habe es so notiert, es ist einfach eine Hammer-Serie. Absolut Star Wars-Feeling. Ich habe zuerst ein bisschen wieder gebraucht, weil es halt doch lange her ist, von Staffel 1 rausgekommen ist. By the way, liebe Zuhörer, wir reden über Star Wars Andor. Ja. Nur so schnell zum Erwähnen. Es ist absolut Star Wars-Feeling durchgekommen. Ohne irgendwelche Jedi, ohne Lichtschwerter, ohne, weißt du, all das Zeug, das man sonst von Star Wars Das stimmt, kennt, ja. ist zwar rum, aber weg. Hat nicht wirklich etwas da drin zu suchen. Das stimmt. Es hat einen Teil, und ich muss sagen, hey, das fand ich hure cool gefunden, haben sie das reingenommen. Was? Und zwar etwas, wo jede angehaucht ist, wo halt sagt, hey, look, die Macht ist eben nicht nur für jede da, es geht, also die Heilerin, Ja, die sie genau. dort hatten. Und das habe ich mega cool gefunden, weil tatsächlich mit dem, was sie dort gemacht haben, haben sie eigentlich auch gewisse Sachen gerettet in den Filmen, die nachher dann irgendwann mal kommen. Ja, Ja, die Diskussionen, schwierig. das ist so ein bisschen, ja. Ja. Star Wars-Fans haben viel kaputt gemacht, als dass ich durch so etwas gehe. Richtig. aber grundsätzlich, ich bin deiner Meinung, es sind 12 Folgen. Ja. Das Spannende finde ich, es sind immer 3 Folgen, die ein Jahr Ja, genau. bearbeiten. Das heißt, immer 3 Folgen, da ist eigentlich zwischen den nächsten 3 Folgen, also es hat ja eigentlich 4 Teile, wenn es 12 Folgen sind. Zwischen jedem Teil vergeht ein Jahr. Und das ist immer, das finde ich ein bisschen schade. Das heisst immer BBY. Für Leute, die das nicht kennen, das heisst Battle Before Yavin. Ja. Also eigentlich bevor Episode 4 eine neue Hoffnung spielt. Das ist genau der Zeitraum. Das habe ich aber im Fall auch nachschauen, weil ich es zuerst nicht kapiert. Ich habe mir schon gedacht, okay, das muss irgendetwas so sein. Dann bin ich nachschauen und genau. Okay, das ist das, ja. Das finde ich mega schade. Da hätten sie einfach schnell einen Untertitel können reinfetzen, so Battle Before Yavin oder so. Ja, genau. Weil eben, ich kenne es, weil ich einfach ein bisschen eingefleischter bin. Ja. Aber es ist, also ich muss sagen, es ist richtig, ich weiß nicht, was ich schon sagen soll. Es ist einfach eine gute Serie gewesen. Es ist ein guter Cast, die Story ist gut. Ja. Ich greife jetzt ein bisschen voraus. Ich habe tatsächlich, nachdem ich fertig war, habe ich Rogue One geschaut. Eigentlich gerade
gerade im Anschluss, 20 Minuten später, habe ich auf Rogue One schauen. Ich habe es anders gemacht. Aus dem einfachen Grund, weil es einfach so... Also ich habe mir das auch so notiert. Der Abschluss und der Übergang zum Film ist etwas vom Besten, was ich je gesehen habe. Er Das fliegt stimmt, los und der Film hängt punktgenau dort an. Ja, das stimmt. Also das haben Das stimmt. so clever gemacht, der Abschluss. Natürlich ist auch einfach gewesen. Sie haben können, okay, der Film fängt da an, das heisst, wir machen jetzt bis da. Er geht jetzt los. Genau. Und im Film ist er dann nachher unterwegs. Genau. Absoluter Burner, also richtig gut. Ich muss ehrlich sagen, ich habe den zweiten Part, also eben von diesen 4 Parts, habe ich den zweiten ein bisschen schleppend gefunden. Aber der erste Part, der ist so ein bisschen, ich habe es lustig gefunden, der erste Part ist so ein bisschen auflockern, so hey, wir sind wieder da und so, Ja. es ist so ein bisschen witzig, es ist so ein bisschen so und überhaupt, wo stehen wir überhaupt, was passiert. Der zweite Part hat mich halt dann eben ein bisschen schleichend gedacht, weil es halt ein bisschen mehr, ja, so ein bisschen auch um Charakter gegangen sind, die mich persönlich jetzt nicht so interessiert haben, weil ich gewusst habe, die kommen später auch nicht mehr wirklich wichtig vor. Auch in den Filmen nicht. Ist das die Imperiale? Sie und er? Ja, und auch ihm seine Freundin. Ja, Dass die dort eigentlich so ein bisschen... Vor allem, es hat überhaupt für mich keinen Sinn gemacht. Ja. Sie hat immer die Rückblenden gehabt, am Schluss sprengen sie das Labor in die Luft. Und wir müssen sagen, das ist jetzt völlig aus dem Konzept gerissen. Ja. Es ist zwar cool, es ist eine Explosion, sie kann sich rächen, easy, aber Vor allem, sie hat ein ganzes Drama drum gemacht, um all das Zeug und ja, ich will und er hat immer gesagt, nein, mach nicht. Am Schluss haut sie ab. Hä? Ja, eben. Also... Ja, also ich sage es mal so, Nebencharaktere oder auch gewisse Nebengeschichten sind ein bisschen für den Arsch. Und tatsächlich, also nicht für den Arsch, aber was mich halt einfach, ich muss sagen, das interessiert mich jetzt noch, dass dieser so ein Mama-Söhnli ist. Ja, ich glaube, du hast so letztes Mal in deinem das... Stream gehabt. Ja, irgendjemand hat das, ich weiß nicht mehr, wer es geschrieben hat oder gesagt hat, aber ja, das mit dieser Mutter, das hättest du einfach rausstreichen. Das hat... Er hat es Gringe geschrieben. Ja, genau, Gringe. Das war Gringe gewesen, Dicor, genau. Ja, aber das hat einfach so null dazu beigetragen, irgendwie. Schlussendlich habe ich das Gefühl gehabt. Also, es können weglassen, es hat trotzdem können so weiterlaufen. Es ist einfach der Charakter ein Stück weit einfach schwächer gemacht, so, ja, du bist also ein Mami-Söhnchen und so. Aber das hast du schon gesehen, dass er jetzt nicht gerade der stabilste ist. Ja, und vor allem, dass sie ihn völlig unter den Knuten hat, ist auch bekannt gewesen. Absolut. Aber tatsächlich sonst der Cast wirklich, die haben einen mega geilen Job gemacht. Voll, hey. Was ich mega geil gefunden habe, waren die Rebellen auf Gorma. Ja! Das habe ich so geil gefunden, weil Leute, die müssen sich vorstellen, das ist eine Gruppe von Leuten gewesen, das haben sie auch, glaube ich, erklärt, das ist, glaube ich, in den Extras, sie haben noch so ein Ding aufgeladen, das muss ich noch schauen, aber mein Bruder hat mir es erzählt, das sind scheinbar alles Schauspieler gewesen, was geheißen hat, ja, wir brauchen irgendetwas, das wie einen französischen Akzent. Mhm. Und sie haben dann, glaube ich, während dem Set haben sie irgendeine Sprache erfunden, wo einfach so tönt wie, du kannst wirklich meinen, es ist wie so eine französische Revolution. Ich bin so oft da gehockt und habe wieder gehört und dachte, die Schnurri doch Französisch. Aber ich habe keine ich meine, ich kann jetzt nicht gut Französisch, aber ein bisschen rausgehören, ob es etwas ist oder nicht. Kannst du ja vielleicht gleich, aber nichts. Ja, und das Krasse ist, es ist nicht irgendein Kuderwelsch. Mhm. Wenn der eine irgendwie gesagt hat, auf Französisch, also nur ein Beispiel, ich gehe jetzt den Sturmtruppler verklopfen. Und der andere nimmt das Wort verklopfen auch. Der tönt das genau gleich wie im Satz, den dieser gesagt hat. Genau. Es ist nicht, dass er sagt, ja, irgendetwas anderes. Es tönt so gut. Super gewesen. Also allgemein, der ganze Plot um den Planeten, das ist das ist richtig gut gewesen. Richtig genial. Vor allem auch halt, wie viele Verknüpfungen oder wie viel ja nicht ändern, aber wie viel
streng halt zu allen Filmen oder fast allen Filmen gezogen. Ey. Kannst du ziehen, weißt du? So von Das wegen, ist Wahnsinn. einfach nur so das Interessante, ja, wir müssen den Planeten ausbieten, damit wir das bauen können. Genau. Und dann denkst du, holy shit, ja stimmt, woher hin? Da hast du eigentlich noch nie drüber nachgedacht. Nein. Weißt? Und ich dann nachher auch noch ein bisschen etwas dazu erzählen, weil ich eben auch so ein bisschen einfach bin völlig am Absumpfen wieder. Es ist so schlimm. Es ist so schlimm. Eben aber tatsächlich, also was mir der Deko wirklich gelöpft hat, und ich habe einen Stehpult bei mir daheim. Hast du es raufgelassen nachher? Ich habe es raufgelassen, ja. Puh. Nein. Und nein, die 8. Folge. Die 8. Folge ist das, glaube ich, ja. Wo wirklich dann das Krasseste passiert, was ich je in einem Star Wars Film, ja gut, nein, eben, es gibt ein paar Clone Wars Sachen, die sagen, das kommt näher dran, aber wirklich in so einer Serie etwas vom Gröbsten, was ich gesehen habe, ist das, was nachher auf Gorma passiert, wenn es klopft. Ah, ja! Also da bin ich wirklich weggestanden von meinem Pult, weil ich dachte, Alter, das ist recht grenzwertig, was ihr dort macht. Ja, aber das habe ich eben so mega interessant gefunden. Das ist so der Eskalationspunkt gewesen, so von wegen, jetzt geht's los. Jetzt haben sie es jetzt klopft und jetzt startet all das, was man nachher in den Serien und Filmen und alles nachher sieht. Ja, weil dieses ist eigentlich alles das, was sonst passiert. Das ist nur so ein bisschen das Köcheln vom Topf. Genau. Es ist nur so ein bisschen, dort brennt es ein bisschen, dort brennt es ein bisschen. Aber das, was nachher dann den Kessel wirklich zum Explodieren bringt, das ist in dieser Serie. Ja. Das passiert auf Gorma. Ja. Dann ist fertig. Und ich denke so, what? Ja. Gut, eben, aber es ist eben noch nichts Einfaches. Ja. Aber sie hätte jetzt auch nicht irgendwie anders können zeigen, weißt du, sei es in einer anderen Serie oder in einem Film oder so. Weil es halt, es hat sich dumm angefühlt, wenn es die Jedi rumgesteufelt wären, weißt du? Und irgendwie probiert hätte, jetzt die zu unterstützen und zu kämpfen für die. Ja. Weil, Jedi haben halt immer so, dass, wir sind die Besten und gegen uns. Ja, man hätte es eigentlich müssen fast gewinnen wieder. Es ist halt wirklich so. Also, es hätte schon mal einen Versuch gegeben, wie man das ein bisschen besser machen kann. Für die The Force Unleashed gespielt haben, der erste Teil, die wissen so ein bisschen, was sie meinen. Und dort geht es ein bisschen darum, dort ist es am Schluss ja so, dass sie eher probieren, die Rebellion rauszukutzeln, um zu schauen, wer wehrt sich dagegen, welches Häufchen, die machen wir kaputt. Und aus denen entsteht dann die Rebellion. Oder sie bauen dann die Rebellion. Und im Andor ist es eben gerade umgekehrt, denke ich. Weil dort ist eben überall ist so ein bisschen, du hast eben so ein bisschen verschiedene Feuerchen, die brennen, und eben am Schluss machst du so das Gedusch. Genau. Ja. Macht einfach nur das Gedusch. Und fucking hell finde ich es einfach auch geil. Ich weiß nicht. Das muss, glaube ich, immer der gleiche Typ sein. Der hat einfach ein Flair für so Terminator-Roboter in Star Wars. Ich meine, die K2-Droiden, die nachher dann gehen, die Leute umschleudern und so. Der Dude. Aber der Droid ist so geil. Oh. Der ist so gut. So genial. Auch nachher im Film. Es war so geil gewesen, hey. Ja. Und halt, der Schauspieler ist halt einfach das so genial. Ja. Der Dude. Ja, aber auch sonst die ganzen nachher dann so die K-Missionen und so, und kommen sie davon und what the fuck ever. Und also wirklich, ich bin wieder voll ihr hört es vielleicht wieder voll wieder im Shit drin. Ich bin voll im Shit drin. Ja, ich nicht ganz so stark, aber ich habe einfach nachher, ich habe gedacht, hey, ich habe ihn lange nicht mehr gesehen und das passt einfach so perfekt. Da habe ich wirklich Rogue One nachher noch geschaut. Und ich muss sagen, nach Andor gefällt er mir wahrscheinlich sogar noch ein bisschen besser. Ich habe ihn vorher nicht schlecht gefunden, aber jetzt mit dem Ganzen, mit diesen mehr Informationen, die du jetzt hast,
durch die Serie. Ja. Muss ich sagen, das gibt dem ganzen Film noch, ist einfach noch so das gewisse Etwas dazu. Gut, sind wir ehrlich, wo wir ins Kino gegangen sind, also wo wir da waren, schauen. Ich glaube, ich habe noch keinen einzigen Star Wars Film gehabt. Ist der vom Filoni? Tony Gilroy. Okay. Das ist da. Ich weiß nicht, aber was sie dort einfach reingebracht haben, das ist einfach das Ende von dem Huren Rogue One, wo der andere kommt eben. Scheiße, ich mag mich noch erinnern, wie ich und mein Bruder in diesem Kino gehockt sind, Fresse, Sperrhang weit offen. Dann habe ich gesagt, what the hell? Das ist, glaube ich, eines der einzigen Mal, wo du wirklich siehst, was passiert, wenn er kommt eben. Natürlich der Darth Vader, für die, die es nicht wissen. Das ist ja, nein, er ist ja nicht lang auftaucht. Oder lang gewesen, aber der Eindruck von ja, er hat einfach 5 Minuten Auftritt gehabt. Ja. Du hast einfach gewusst, shit, er ist da und shit, what the fuck, jetzt geht's los. Ja. Absolut. Ja. Also haben wir jetzt eigentlich so einen schleichenden Switch gemacht zu den Filmen? Das war tatsächlich meine Intention auch im Fall. Du bist einfach ein geiler Sieg, Mann. Manchmal habe ich so, aber manchmal auch nicht. Aber als ich meine Notizen schon geschrieben habe, habe ich gedacht, okay, ich setze Andor ganz unten an und als erstes von dem Film kommt gerade Rogue One. Das macht einfach Sinn. Ja, aber Rogue One ist auch tatsächlich einer der besseren Star Wars Filme, finde ich auch. Ja, aber ich glaube, das hat wirklich viel damit zu tun, dass es einfach mal nicht um Jedi und all das geht, wo sonst eigentlich fast allem geht. Fast allem. Ja. Also ich meine, kannst du mir irgendeine von den letzten 5 Jahren von der Serie sagen, wo es nicht ein Jedi vorgekommen ist? Serie? Oder Film? Bad Batch. Ist es jetzt nur um Batch. Dings gegangen? Ja, nein, stimmt auch nicht. Ja, also rein theoretisch, es geht nicht direkt um Jedis, aber es kommen Jedis drinnen vor. Ja, das ist schon der Punkt. Andor und Rogue One. Rogue One, ja, das stimmt. Nie. Mal, also gut, ich kenne ein Spiel, aber... Nein, es geht wirklich nur um Film und Serie. Oh, das ist das, was die Leute schauen. Die Leute, die dann die Spiele spielen, das ist ein sehr kleiner Teil. Ja, Solo-Film eigentlich noch. Solo? Ja. Ja. Ja, also da kommt am Schluss nur der Dings vor, der Darth Maul. Ja. Aber sonst kommt da eigentlich keine Jedi drin vor. Stimmt, ja, hast recht. Solo ist auch Jedi frei gewesen. Aber hat halt doch wieder mit all dem, was man bereits kennt hat, zu tun gehabt. Ja, gut, wenn du Töpfe schiessen, sorry, der andere mit seinem Stock, der ist auch machtaffin gewesen, also jetzt gleich auch wieder mit Kein Jedi, machtaffin. Also weißt du nicht, ob er vorher einer war? Nein. Weiss ich nicht. Ja. Da habe ich aber tatsächlich. Donnie Yen. Ja. Also tatsächlich ist wirklich, aber das ist auch ein bisschen interessant, so ein bisschen Abwägung mal von dieser ganzen Jedi-Geschichte. Jedi sind eigentlich wirklich auch interessant, aber ja, es macht eben auch Spass, mal etwas anderes zu schauen. Absolut, irgendwann hast du es halt einfach gesehen. Ja, weil tatsächlich hast nein, gut, das habe ich jetzt auch nicht gesagt. Nein, aber tatsächlich, ich habe es auch hier interessant gefunden, früher Comics von Star Wars gehabt. Ja. Und dort hat es auch irgendwie geheißen, es gibt Orte, wo die Jedi gar nicht bekannt sind. Die können das auf diesem Planet gar nicht. Die wissen nicht einmal, was ein Jedi ist. Ja, ist ja nicht ganz so unrealistisch, absolut. Genau. Aber eben so Zeugs ist wirklich cool und mega interessant. Ja. Ja. Ich hatte tatsächlich für die, die es gesehen haben auf Instagram, ich hatte mit Star Wars die dunkle Bedrohung. Bedrohung. Die dunkle Bedrohung, ja. Nicht die dunkle Bedrohung habe ich schauen. Hast du den ersten Teil. Ja, ich habe ihn gedreht. Haben wir den Jar Jar Binks wieder an. Da. Ah, geil.
Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen überrascht gewesen, wie gut das der gealtert ist. Ja. Ich finde zum Beispiel den Effekt so und so, wenn man jetzt das so ein bisschen anschaut, dass mir hat, weißt, nie irgendetwas gestört, wo ich muss sagen, oh, das ist jetzt so crappy gewesen oder so. Ja, aber es hat ja mal ein Digital Remaster oder irgendetwas gegeben. Das haben sie doch mal gemacht, gar nicht gemeint. Bei Das denen. kann sein, ja. Also auch beim ersten. Der erste ist einmal sicherlich mal neu ins Kino gekommen. Ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall, gut, das kann sein. Ja, Also das kann schon ich sein, habe dass gemeint, sie dort haben etwas mal Neues kommt. die alten Filme mal genommen und digital ein bisschen aufbereitet, aufgearbeitet, so, damit Also, Prequels, glaube ich, nur der erste. sicher. Prequels, glaube ich, nur der erste, habe ich gemeint. Okay. Ich weiß es nicht, ich Glaub, bin mir da nicht sicher. glaube ich weiß auch warum, weil der Darth Maul, dem sein Schiff, der hat nämlich keine grünen Lämpchen, sondern rote im Original. Wie hat dem sein Schiff als Lego gehabt? Ich weiß das. Aber das ist wieder Nerd auf hohem Niveau. Nee, aber ich habe ihn eigentlich mega cool gefunden. Gleich auch wieder so ein bisschen zu schauen. Ich meine, die Stadt von den Gangens, eben vom Jar Jar Binks, das ist schon immer etwas, was ich muss sagen, das habe ich als kleiner Bub cool gefunden, wo sie dort schwimmen, und als grosser Bub finde ich die auch immer noch cool. Mhm. Genau. Und ja, es ist halt einfach, mir denkt es halt einfach, es ist noch ein bisschen mehr Liebe drin gewesen, wie jetzt bei den Neuen. Einfach allgemein, jetzt nicht irgendwie so vom, wie sagen, also vom Star Wars Mega Nerd her gesehen. Ja. Und eben gestern beim Wäsch zusammenlegen, das ist gerade der nächste Film, habe ich den zweiten Teil geschaut. Angriff der Klonkriege. Also wenn ich es richtig sehe, hat es tatsächlich überarbeitete Fassungen von 1 bis 6 gegeben. Sicher, okay. Also ich weiss, dass es von 4, 5 und 6, dass es dort 3 Versionen gibt. Ja. Jetzt kommt einfach wieder der Ober-Nerd-Shit. Also Es gibt sie redet hier 1997, ist es auf VHS sind sie rausgekommen, und zwar Episode Yep. 4 bis 6. Yep. 2004 ist Episode 4 bis 6 also, ich muss es anders sagen, 1997 Episode 4 bis 6 in überarbeiteter Fassung. 2004 Episode 4 bis 6 in neuen überarbeiteten Fassungen auf DVD. 2006 auch auf DVD Episode 4 bis 6 in überarbeiteten Fassungen von 2004 und ihren Originalfassungen, denn das ist eine Combo-DVD wahrscheinlich gemacht. 2011 auf Blu-ray 1 bis 6 in neuen überarbeiteten Fassungen. 2015 Blu-ray digital in ihren überarbeiteten Fassungen von 2011 mit überarbeiteten Logos. 2019 Disney Episode, also Disney Plus 2019 Episode 1 bis 6 in überarbeiteten Fassungen von 2019. Das sind die sie 2012 erstellt haben. In 4K und HDR. Okay, aber eben gesehen, ist gut gealtert. Haben sie komplett alles neu durchgemacht eigentlich, ja. Ja, nein, tatsächlich, sie haben ein paar, glaube bei der 4, 5 und 6. Episode haben sie da Sachen, also bei der 4. haben sie sicherlich etwas gemacht, was mir überhaupt nicht gefällt, aber das ist Geschmackssache bei so Sachen, gell? Vor ja, allem das halt bei stimmt, so genau. alten Filmen. Ja, kann es halt doch mal irgendwie sein. Also ja, eben, wie gesagt, sonst, wenn du schauen willst, dann gehst du irgendwann auf einen Flohmarkt und dann findest du vielleicht irgendwann die alten Fassungen, die dir besser gefallen. Ja. Genau, aber eben, wie gesagt, Dunkle Bedrohung habe ich cool gefunden und Angriff der Klonkrieger ist ja, so teils einer von meinen Favorites, weil dann zuerst mal Klonkrieger kommen und zuerst mal ein Mandalorianer und ja. Ich habe mich gerade wieder so ein bisschen 7 gefühlt. Nein, dann bin ich schon ein bisschen älter gewesen. Und tatsächlich habe ich mir gesagt, ich werde wirklich jetzt bis sicherlich Episode 6 wird ich mir geben. Ob ich die Episode 7, 9 und 8 noch einmal, 7, 8 und 9 noch einmal schaue, weiss ich nicht. Ja, also ich weiß nicht, wieso als alle so etwas gegen das haben. Ich habe die wirklich gut gefunden.
Ja, Es hat leider nur noch indirekt halt etwas mit diesen Filmen zu tun. Weil es halt genau, einfach ein genau. Sequel ist, wie halt mit Episode 6 das andere Teil eigentlich bös gesagt abgeschlossen worden ist. Ja. Aber ich finde es völlig okay, was sie mit dem gemacht haben, muss ich sagen. Ja. Also, ich habe einfach gedacht, ich werde sicherlich noch bis zum 6 schauen. Eben, ob ich mir die anderen geben, weiß ich nicht. Weil ich persönlich weiss, mir gefallen sie jetzt nicht hundertprozentig. Von dem her die Frage, warum sollte ich mir sie dann anschauen? Weil sonst mache ich mich nur wieder verrückt mit Sachen, die eigentlich gar nicht so tragisch wären. Ja, ich glaube, ich schaue auch wieder mal, aber dann schaue ich es chronologisch. Aber dann musst du einfach Hm? mit Clone Wars. Was mit Clone Wars? Das wäre dann auch in der Chronologie. Nein, Oder nur meinst du nur ich rede nur über die Hauptfilme. Aha, okay. Fangen wir mit Phantom Menace an, dann Attack of the Clones, Revenge of the Sith und dann kommen die alten und dann kommen die neuen. Ja. So. Könnte ich Aber eigentlich mal machen, ich habe es schon lange nicht mehr gemacht. Ich eben auch nicht. Lange nicht mehr gesehen. Ich eben auch nicht. Und darum habe ich eben gedacht, ich fange mal bei 1, 2 und 3. Ja. Eigentlich kann ich nur 4, 5 und 6 schauen. Aber dann dachte ich, nein, komm, die Alten hast du auch schon lange nicht mehr gesehen, komm, gib dir die wieder einmal. Ja. Genau. Ja. Ich habe einen Film geschaut. Jetzt kommen wir von guten Sachen. Oder nein, ich muss anders anfangen. Ich habe einen Film nicht geschaut. Weil ich habe nach 10 Minuten ausgeschaltet. Ich dachte, oh Gott, no way. Ich habe Warlord geschaut. Mit dem Warlord. Ist der mit dem. Nicht der mit dem Nicolas Cage. Nein. Es ist ein Fantasy-Film. Ist mir irgendwie plötzlich mal reingespielt worden. Witzigerweise hat mir der Shane nach dem letzten Podcast auch noch geschrieben, ey, da ist mal richtig schlecht. Ja. Krieg der Elfen? Was hat er geschrieben? Da. Warlord ins Auge schwattern, ein ansprechendes Cover. Hab nach 10 Minuten gemerkt, das wird Mist. Nach 30 Minuten dachte ich, ja scheiße, die Story muss ja wenigstens noch gut werden. Alles in allem unerwarteter Plot-Twist, aber sonst echt scheiße. Audio scheiße, Schnitt scheiße, Szenen scheiße, Story scheiße. -3 von 10 Punkten oder so. Aber eben ist das Warlord Krieg der Elfen? Ja, genau. Dort spielt der Ding mit. Der Pippin. Der Pippin. Ja. Und der sieht aus wie der fucking Palpatine in Jung. Er spielt, ich glaube sogar einen Bösewicht tatsächlich, der Sheriff. Aber ich sag dir, ich habe den angefangen und nach 10 Minuten habe ich abgeschaltet, weil es ist so schlecht. Es ist so schlecht. Es ist unglaublich. Ich habe wirklich gedacht, cool, so ein bisschen Fantasy, mal etwas anderes. Komm, ich gönn mir den mal. Der Billy Boyd kommt vor, eben der Pippin aus Herr der Ringe. Und ich dachte, ja, vielleicht könnte es ja etwas werden, aber ich bin, glaube ich, nicht einmal so weit gekommen, dass der überhaupt mal auftaucht ist. Ich kann sagen, nein, das kann ich nicht. Toll, aufgehört, habe wieder etwas anderes geschaut. Nein. Wo läuft der? Ich weiß gar nicht. Das ist auch eigentlich völlig okay, wenn ich das nicht weiß. Nein, also. What the fuck? Der sieht irgendwie aus, als wäre er in den 70er gedreht worden, wenn du nur schnell so auf IMDb Video. Also er läuft, ich glaube, nein, er ist nicht von Amazon. Ich weiß gar nicht, wo er läuft. Er läuft, glaube ich, nie in der Schuss so einfach. Auf jeden Fall, der Film kommt keine Empfehlung über von mir. Keine Empfehlung. Nein, Spannend. Das ist gar nichts. Ey. Vor allem, es sieht irgendwie aus wie so eine Art Robin Hood-Verschnitt. Ja, aber ich habe gesehen, okay, es ist Fantasy, es sieht so ein bisschen nach Robin Hood aus, so ein bisschen in dieser Richtung. So. Ich gönne mir den mal und dann, ja.
Das wenigstens war nichts. Ja. Ah, du. Ja, ja. Okay, ja, auch ein richtig schlechter Film. Oh, jetzt. Aber ich erzähle mir zuerst mal, wenn ich auf den gekommen bin. Ja, auf 9gag, ich bin dort am Gott, das Umscrollen fängt so super an. Wirklich. Habe ich ein Bild gesehen, wo einer fragt, welches ist der letzte Film gewesen, wo du geschaut hast und dir nachher gefragt hast, what the fuck habe ich dort geschaut? Und ich mir nachher dann gedacht, hey, wieso nicht? Ich und meine Brüder, wir schauen einmal so Scheissdreck. Ich gehe mal dort in die Comments reinschauen. Oh. Und dann habe ich einen Film gesehen. Der heisst Velocipastor. Oh no, ja. Nein, den habe ich auch schon, ich habe ihn nicht geschaut, aber ich habe schon von dem gesehen. Oh Gott. Ich habe ihn geschaut. Nein. Von Anfang bis am Schluss. Fucking hell. Ey. Fucking hell. Ich hatte darum so einen scheiß Tag dort und dachte, hey komm, Ja, das ist ja du schaust perfekt. jetzt einen richtig dummen, kaputten Oh Film. Gott. Und ey, ich habe nur gerölt. Es ist ein Film, den könnt ihr auf YouTube schauen, auf Englisch. Und er ist einfach völlig vernünftig. Ich weiss nicht, was der für einen Existenzgrund hat. Aber er nimmt sich selber so nicht ernst. Oh Gott. Es geht so irgendwie fängt schon an, dass es geht eigentlich darum, dass ein Pfarrer oder ein Pfarrerjüngling dem seine Eltern sterben und dann geht er auf China und findet dann irgendwie von einer, die umgebracht wurde, ist ein Horn von einem Velociraptor, wo nachher dann irgendwie seine irgend so ein Mal geht und nachher dann verwandelt er sich in einen Velociraptor, wenn er hässig ist oder wenn er hungrig ist, keine Ahnung. Oh Mann. Und er rettet nachher dann eine und sie sagt ihm, hey, du musst unbedingt das Böse bekämpfen und so, du hast die Macht und hey, es ist einfach nur Bullshit. Aber wenn der wirklich einfach mal so einen richtig schlechten Film, also das ist wirklich so einer, hockt nach zusammen mit ein paar Kollegen, nehmt nach ein Bier und schaut dann einfach so das Blödsinn. Oh, Er nimmt sich Mann. selber überhaupt nicht ernst. Wie heisst er? Es gibt einen Satz, wo eigentlich wo eigentlich genau so das ein bisschen beschreibt, was da drinnen abgeht. Und immer haben wir so sagen, Alter, what the fuck, was hat sich der da überlegt? Ich muss schnell den Satz suchen. Also bei dem Film kommt man einfach immer, also ich habe jetzt die ganze Zeit den anderen im Kopf gehabt. Wie hat der geheißen? Sharktopus? Ja, etwa so in die Oder Richtung irgendwie so. geht er wahrscheinlich. Ich habe meinem Bruder geschrieben, ey, es ist nur Scheiß. Der eine heisst Frankie Mermaid. Because he is swimming in bitches. Er ist ein Zuhälter. Oh Mann, hey. Ja, ich habe gedacht, Alter, was ist das? Es gibt von vorne und hinten keinen Sinn und eben, es ist einfach nur eine Belustigung. Und ich habe dann mal ein paar Reviews geschaut und alle sagen, sie wissen nicht, warum sie den Film geschaut haben, aber er ist doof. Sie haben ihn geschaut, aber eben nach 10 Minuten merkst du, die nehmen sich selber nicht ernst. Das geht mal nicht einmal eine Minute, glaube ich. Genau. Also von mir, eben, wenn ihr das in einer coolen Gruppe macht, ja, allein, wenn ihr scheiße drauf seid, ja, sonst keine Empfehlung. Heute haben wir vielfach keine Empfehlung. Also, ja, was heißt viel? Das ist schon der zweite. Keine Empfehlung. Kommst du mit etwas? Ich habe noch einen dritten, teilweise schlechte Empfehlung, wo ich hure hässig war. Wie viele Filme hast du? Ich habe nur einen. Einen schlechten? Oh, nein, schlecht würde ich jetzt nicht sagen. Okay. Also, der Film ist wahrscheinlich auch nicht schlecht. Also, okay, erzähl mal du. Ja, nein, jetzt hast du schon angefangen. Mal weiter. Okay, also. Ich und meine Freundin, wir sind so ein bisschen Horrorfans und eben
Ich finde zwischendurch so ein bisschen Trash-Movies finde ich irgendwie geil und ich habe schon immer mal etwas gehört von diesem Horrorfilm Terrifier. Der mit dem Klon. Dem Glow. Oh, ich habe die nie gesehen. Wollte ich eigentlich auch nicht, aber ich finde es geil, wie es aussieht. Also ja, tatsächlich, wir haben dann uns gedacht, komm, wir schauen mal, was es da gibt. Im meisten Fall ist er ausverkauft. Mhm. Und wir haben gesehen, oh, da gibt es auf Swisscom TV. Was wir nicht gesehen haben, ist, dass dort die FSK 16-Fassung ist. Oh no. Ja. Und wir sind dort, also ich bin dort gehockt. Ich dachte, der Film ist ja überhaupt nicht schlimm. Da passiert ja nichts. Alle sagen immer, das ist so schlimm. Und ich habe eigentlich genau auf eine Szene gewartet, wo ich weiss, dass dort eine Frau zerteilt wird. Mhm. Und du siehst eben alles. Und das war einfach plötzlich nicht dort gewesen. Und ich so, hä? Oh Gott. Nachher bin ich sie googeln. Und da gibt es einfach eine FSK 18-Version, wo irgendwie 4 Minuten Film, also von denen, die wir gesehen haben, ist einfach 4 Minuten hat gefällt. Also ein FSK, Und ich bin FSK so- 16 Mensch. Der FSK 16, da fehlen einfach 4 Minuten. Und ich so, what the fuck? Und das steht nie drauf. Ich war so richtig hässlich. Ich habe gerade aufgehört zu schauen. Ich war gerade hässlich gewesen. Das ist mir aber meist mit was mal passiert. Aber im Free TV, Nein. mit Blade. Ja, Free TV schaue ich nicht mehr. Ich auch nicht. Das ist, also ich würde fast behaupten, 10 Jahre her. Habe ich mal auf SRF 2 habe ich gesehen, also beim Durchscrollen. Ah, Blade kommt, der erste. Da dachte ich, geil. Den habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Und ich dachte, voll geil. Das ist aber schau auch ich. geil, ja. Hey, dann kommt dort die Szene mit der. Was war es? Ich glaube, die Szene, wo sie dort in dem Tempel sind, weißt du, wo dieser zum Gott wird eigentlich. Ja, ich glaube, dort reisst er doch irgendwie Ja, ein nicht oder nur, keine dort hat Ahnung. es so viel Blut. Und Blut ist ja wenn so ein Bluttornado und alles drum und dran. Ja. Dort ist einfach so hure Zeitsprünge gehabt, so. Fertig, zack, da. Jetzt ist das schon passiert, das und ich so. Durchstehen. What? Habe ich Ja. jetzt irgendwas verpasst? Bis ich nachher mal gesehen habe, fuck, das ist auch so eine FSK 16-Fassung. Und ich so, oh. Das war, glaube ich, so ziemlich der Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, Free TV, Fernsehen schauen, ist für mich jetzt Geschichte. Also, ich habe tatsächlich, einen Film, also respektive einen Sender, das ist ein Schweizer Sender tatsächlich, die nicht schneiden. Ach schon? Oder ich habe es bis jetzt noch nie gesehen und das ist 4+. Ja, aber ich glaube auch erst aber eine gewisse Zeit nicht. Ja, also die haben auch, also ich habe bei denen mal, was ist das, glaube auch der 13. Krieger. Mhm. Und da siehst du eigentlich dort, also beim ersten Überfall, wo sie in dieser Scheune innen liegen, wo ihnen Köpfe weggerissen werden und so. Mhm. Das siehst du in der Normalfassung, siehst du das nicht. Übrigens, ich sage es immer wieder, völlig unterschätzter Film. Das ist Ja, einer der voll. geilsten Filme, die ich je gesehen habe. Ich schaue den immer wieder. Und tatsächlich, in der normalen Fernsehfassung ist das weg. Also es ist Okay. jetzt etwas, wo ich muss sagen, ja, okay, easy, ist jetzt, das ist tragbar. Weil das ist jetzt auch wirklich, sie sagen nachher dann, ja, da liegt der und der Kopf ist weg. Mhm. Mhm. Und tatsächlich kann ich dann wirklich müssen sagen, okay, gut. Und dort 4+, alles gesehen, Kopf weggerissen und sonst Zeug. Und ich so, okay, gut, mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber ich glaube, es Jo. gibt einfach so eine gewisse Zeit, aber ab dann dürfen sie so Zeugs zeigen. Vorher Ja, ich glaube ab der 10. Aber das Problem ist, viele andere Fernsehsender, die machen das gleich. Die gleich schneiden. Ja, Auch wenn es nach der 10 das ist ja ist. günstiger vielleicht. Wenn sie nicht zweimal den gleichen Film wie die anderen Fassungen müssen bestellen oder so, je nachdem, weißt du. Geht schon. Aber tatsächlich, ich doppel. Meine Freundin hat es nämlich gefunden, in meinem Bestellungsladen des Vertrauens bei World of Games kann man Terrifier die FSK 18 Version kann man bestellen. Okay. Das heisst, wir kaufen uns mal alle 3 Teile, dann schauen wir die. Gibt es ein schönes Wochenende. Weil ich glaube, eben, weil der Terrifier selber, der Glow und der Art heisst er ja. Ja. Das ist grandios, die Figur. Also ich habe Das ist einfach- ich habe immer nur Ausschnitt gesehen und aber genau einfach immer mit dem Klon. Ich habe gedacht, oh, das ist so eine geile Darstellung von dem Klon. Einfach so, Ja,
einfach er allein schon, wenn er dort hockt und dich anschaut, ist einfach schon creepy as hell. Die Lisa ist wie einmal geholt, weil sie hat ihn dann gleich noch weitergeschaut und gesagt, ja komm, ich schaue jetzt gleich noch weiter, weil sie hat das nicht gewusst. Dann kommt sie einmal vor Lachen und sagt, hey, das musst du anschauen. Dann hat er irgendwie von der einen, hat er die Haut so an und so ihre Kopfhaut mit den Haaren so als Perücke und tut so, als wäre eine Frau und tänzelt so im Zeug so, hey, ich habe mir dort Schrenz gelacht, schnell. Jetzt ist es definitiv so, dass die Episode wahrscheinlich am 8. gepflegt wird, das mal. Ja. So. Ja, gut, also, respektive, ihr könnt noch alles vorstellen darunter. Also. Ja. Ja. Oh ja. Terrifying. Also, ich würde die Filme nie schauen, das sagt mir einfach nicht. So. Ja, also tatsächlich, ich schaue so nicht wegen dem Horroraspekt, das finde ich jetzt so ein bisschen, ja, aber ich finde einfach, wie du sagst, ich finde halt den Klon lustig. Ja. Klon. Alles andere ist so ein bisschen... Nice. Ja, ich habe noch einen geschaut. Ich bin irgendwie über Ausschnitt auf den gestolpert. Ich habe irgendwie so ein Reel gesehen oder irgendein Video auf YouTube, ich weiß nicht mehr. Aber nur so einen Ausschnitt davon. Ich dachte, das ist noch interessant. Und schauen. Ist ein Film mit dem Jared Leto. Und der Film heißt Mr. Nobody. Er ist der Jared Leto verkörpert den Nemo Nobody, so heisst der Charakter. Der ist 120-jährig. In einer Zeit, wo die Erde geschafft hat, und die Unsterblichkeit zu erreichen. Und er ist eigentlich so der Letzte, der noch stirbt. Oder wird sterben. Und das ist so die Beschreibung, die ich selber von dem Film gelesen habe. Ich dachte, okay. Noch schnell, du musst, glaube ich, ein bisschen näher ans Mikrofon her, weil bei dir wird ein bisschen Sachen verschluckt. Okay. Sorry. Ja, das ist schon gut, das ist tipptopp. Und ich dachte, okay, klingt interessant von der Beschreibung her. Ich ziehe mir den mal und dann schaue ich ihn mal. Und ich kann ihn nicht auf Eis durchschauen. Einerseits, ich habe keine Zeit gehabt, ganz zu schauen, aber ich bin tatsächlich auch froh gewesen, ich habe ihn in 2 Teilen geschaut eigentlich, weil der Film ist der absolute, also wenn Mindfuck würdest beschreiben, würdest du sagen, dieser Film. Der war so verwirrend gewesen. Es geht eigentlich nicht wirklich darum, dass er jetzt, also ja, er ist schon 120 und ja, er ist der Letzte, der wird sterben. Aber es geht eigentlich mehr um seine Vergangenheit und Erinnerungen. Okay. Und ohne jetzt da, also ich will nicht zu viel spoilern, aber irgendwie könntest du jetzt fast sagen, ja, es geht um das Multiversum fast. Weil, also ich bin teilweise überhaupt, also ich habe das selten, aber ich bin teilweise einfach irgendwie nicht mehr mitgestiegen. Und ich geschaut habe, ich dachte, ja okay, jetzt hat er die Frau. Nächste Szene. Ist er immer noch gleich alt, jetzt hat er aber eine andere Frau und hat 2 Kinder. Hä? Also irgendwo habe ich schon eine Verknüpfung gesehen oder was mit diesen Figuren alle auf sich gehabt hat. Aber manchmal habe ich jetzt nicht gecheckt, ja, wieso sind jetzt die wieder da und die ist nicht mehr. Also, hä? Und also ich weiss nicht, ob ich eine Empfehlung abgeben zu dem oder nicht. Oder wenn einer den Film gesehen hat und verstanden hat, kann er mir das gerne bitte schreiben. Über Instagram, Discord, weiss ich was. Aber da ziehe ich nicht mehr. Da bin ich irgendwie nicht so ganz durchgestiegen dort wirklich. Also respektive nicht überall. Und der Schluss ist auch noch so völlig, also der Schluss ist einfach so völlig offen. What? So, du denkst, so. eigentlich heisst es ja, er ist 120, er ist der Letzte, der stirbt. Und du wartest eigentlich immer darauf, dass er am Schluss stirbt. Du wartest und der Film geht weiter und du denkst, ja,
Was läuft jetzt? Ja, es ist... Gut, ich finde es so lustig, dass man den Jared Leto genommen hat, weil der sich, Alter, der ist 53 und sieht immer noch aus wie 35. Ja, Das also gut, ich weiß nicht, wie alt das der Film ist. Tatsächlich. Warte mal. 2009. Ja, aber er hat halt auch schon sein gewisses Alter, gell? 16-jähriger Film. Film. Teufel geschlossen hat das sich. 16-jähriger Film, also vor 16 Jahren hat er halt auch noch jung ausgesehen, gell? Schon so. Ja, eben, aber ich meine, jetzt sieht er halt einfach ein bisschen aus wie Jesus, aber Ja. mit den langen Haaren und mit dem Bärtli. Es ist also... Hey, wenn ihr gerne kompliziert, oder wenn ihr gerne verwirrende Filme habt, gönnt euch den. Und wenn ihr verstanden habt, schreibt ihr mir bitte. Ja, tatsächlich noch einen letzten Film, den ich schon ein paar Mal erwähnt habe, ich werde unbedingt mal schauen. Und ich habe es endlich geschafft. Ich habe den Gentleman geschaut. Oh. Ich hätte eigentlich einen anderen erwartet, was du mir gesagt hast, eigentlich noch nie gesehen. Welchen? Vor 2 Monaten hast du doch einen gesagt, und ich wieder gesagt habe, nein, es kann nicht sein, dass du den immer noch nicht gesehen hast. Was war das gewesen? Ich weiß nicht mehr. Anyway, ja, sorry, erzähl weiter. Anyway. Gentleman, ja. Gentleman, ey. Ich finde den Film klasse. Gell? So auf was man sich muss einlassen, ist ein bisschen viel Geschnurr am Anfang. Aha. Aber ohne Scheiß, ich bin sehr überrascht vom, ich glaube, es ist der Hugh Grant, heisst er. Der, ja. Der, wo eigentlich der Schriftsteller, oder? Nein, was ist es? Ja, Schriftsteller, Journalist oder irgend so etwas, ja, genau. Was der für Monolog abliefert, das ist einsame Klasse, der Typ. Vor allem, den kennst du sonst nur so in so, ja, Romanzenfilmen, glaube ich, habe ich ihn jetzt eigentlich nie gekannt. Wobei, schon im Dungeons and Dragons habe ich ihn geil gefunden. Ja. Aber ey, scheiße, in dem Film, der Gentleman, er ist einfach... aber alle Charaktere sind irgendwie völlig durch. Es ist einfach... Du merkst einfach, das ist so eine andere Stufe von Film, eine andere Qualität von Film, so ein Guy Ritchie-Film, so richtig gut, weißt du? Ja, vor allem er kommt ja selber auch vor im Film. Nein, das ist... Darum, ich habe ja vor 2 Monaten, glaube ich, habe ich ja die Serie geschaut. Ja. Also, wenn du jetzt den Film gesehen hast, ganz ehrlich, schau die Serie auch noch. Aber die ist nicht vom Guy Ritchie, oder? Oh, ich glaube sogar. Ich glaube, die hat er doch gemacht. Ja, also die Idee ist von Guy Ritchie. Ob er jetzt dort... Gut, sind wir ehrlich, weißt du, ich meine, der Guy Ritchie, der fucking Sherlock Holmes gemacht hat, ist einer der besten Filme aus meiner Sicht. Ich liebe den Film. Oder auch, ja, auch der zweite Teil. Ich sehe es nicht gerade. Also, es basiert halt alles auf dieser Geschichte. Also, basiert. Ja, mal was basiert drauf. Es hängt eigentlich nachher an. Und ohne Scheiße, der Charlie Hunnam. Oh. Der Dude. Dude. Ich nicht mehr. Hast du auf Englisch geschaut? Nein, auf Deutsch haben wir noch geschaut. Schau mal auf Englisch. Es ist halt das British English vielfach. Aber einfach die Szene. Ja. Don't move. Put the guns on the ground. Ja, aber der Dings ist ja auch geil. Der Colin Farrell, Mann. Der Trainer, der Coach. Wo der die Jugendlichen schnell auseinander nimmt. Aber diese Szene habe ich schon auch auf Englisch gesehen. Und er hat ja, was ist er? Ist das, glaube ich, irisches Englisch? Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Aber er ist, glaube ich, dort eben auch irisch. Ich glaube, ja. Und das ist, ja. Eben der Guy Ritchie, grundsätzlich eben Sherlock Holmes hat er gemacht. Habe ich jetzt gesehen, ein paar coole Filme. Das wollte ich unbedingt schauen. King Arthur, den er gemacht hat. Ja, auch mit dem Hunnam. Wo der Beckham vorkommt.
Ja, genau, wo der Charlie Hunnam mitspielt und der Jude Law. Der Beckham kurz einen Auftritt hat, ja. Ich glaube, er schreit ihn ja nur an, oder nicht? Ja, aber trotzdem. Also, Arthur ist auch nicht schlecht. Ist es nicht so ein absoluter Burner, Ja. aber es ist ein guter Film, ja, absolut. So, da wäre ich mit meinen Filmen eigentlich durch. Also eben grundsätzlich Gentleman sehr empfehlenswert zum Schauen. Ja. Vor allem, wenn das so ein bisschen auf Gangster aussehen. Das ist super. Das kann ich absolut unterzeichnen. Also Gentleman, ich schaue den immer wieder mal gern, so alle paar Jahre mal. Geht ein bisschen lang. Also ja, nein, es geht zwar. Nein, ich kann jetzt verwechseln mit dem anderen, mit dem vom Scorsese. Das weiß ich aber den Namen nicht mehr. Irishman. Ja, Irishman, genau. Mit dem ja, der geht auch 4 Stunden. Ja, genau. Ja, den kann mal wieder schauen, den habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Da habe ich auch noch auf meiner Liste tatsächlich. Das ist super. Das ist mega gut. Ja. Ich habe noch etwas, wo wir sonst nicht viel haben. Ich bin im Kino gewesen. Und zwar bin ich Thunderbolts schauen. Oder wie der andere Titel von dem Film ja heisst, New Avengers. Und das habe ich einen richtig geilen Marketing-Stunt gefunden da. Also ich habe das gesehen, bevor ich den Film schauen. Sie haben aber der Film eigentlich heisst er Thunderbolts. Mit einem Sternchen hinten dran. Ja, ich sehe es gerade, ja. Und als Marketingaktion haben sie nach dem Eröffnungswochenende, glaube ich, ist zum Beispiel der Darsteller von Bucky Barnes, das Sebastian Stan, ist der Dude so ein bisschen undercover verkleidet, hat so ein Käppi, Sonnenbrille und so, ist der andere Poster über die Poster kleben. Wo nicht mehr Thunderbolts drauf gestanden ist, sondern New Avengers ohne Sternchen. Ich habe das hure gut gefunden, wirklich. Ich habe das gesehen und dachte, hä, ziehen sie das jetzt durch? Wechselt jetzt überall der Name? Oder? Aber nein, es war einfach so ein Marketing-Stunt, weil es halt im Film nachher New Avengers irgendwann am Schluss genannt wird. Das habe ich mega gut gefunden. Der Film an sich war okay. Es sind halt Charaktere, die man kennt. Black Widow, also die neue Black Widow. Also die Original Black Widow ist ja gestorben. Und jetzt ist Ding. Cool, das habe ich noch nicht gewusst. Du wirst Endgame gesehen haben. Also, Nein. Dann ist dir nicht zu helfen. Dann tut es mir nicht leid, weil wenn du jetzt Endgame immer noch nicht gesehen hast. Nein! Muss ich sagen, nein, also ja, dann. Aber schuld. Ey, ohne Scheiß, ich weiss ja viel Shit über so Zeugs. Obwohl ich Filme nicht gesehen habe. Aber das habe ich jetzt echt nicht gewusst. Oh Mann. Nur gut. Aber also die Charaktere sind alles solche, wo man, wenn man die Serie vielleicht auch gesehen hat und so, wo man kennen kann. Aber die Jelena Belova, die neue Black Widow, die Schwester von der Natascha damals. Dann der Red Guardian, das ist der David Harbour, kennt man aus Stranger Things, der Polizist. Einer ist neu dazugekommen, das ist tatsächlich eigentlich auch der Bösewicht. Also, ja. Er ist mal kurz Bösewicht gewesen. Der böseste Bösewicht in dem Film. Und zwar der Sentry. Das ist auch so ein Marvel-Charakter halt. Das ist, wie willst du den beschreiben? Ehrlich gesagt, keine Ahnung, wer das Sentry ist. Ja, er ist sehr unbekannt. Ich bin jetzt gerade schnell und schauen, wie wir den am besten beschreiben können. Sie ist tatsächlich
eigentlich schon sehr früh anscheinend, ließ sich jetzt da auftaucht, in einer Kurzgeschichte mal. Und hat eigentlich mit einem grossen Scherz angefangen, also mit einem Hoax irgendwie. Ich lese jetzt da nicht das Ganze ab, aber Ja, what the fuck? was? Wie stark ist Sentry? Habe ich jetzt da. Seine Kräfte scheinen auf der Verzehrung der Realität zu beruhen. Obwohl die meisten seiner Kräfte und ihre Grenzen noch unbekannt sind, soll der Sentry die Kraft von 1 Million explodierender Sonnen haben. Ja, also wenn du im Film siehst, ist es auch. Sie haben genau so dargestellt. Er als Sentry hat einfach. Er ist einfach da gestanden und sie haben alles gegeben, was sie haben, und er ist einfach immer noch da gestanden. Es hat ihn nichts interessiert. Okay. Er ist halt wirklich so der ultimative Superheld gewesen. Rausgekommen anhand von einem Experiment, wo sie halt eben genau so. Es hat Captain America gegeben, und ich meine, aber es ist nicht nur an dem Experiment, nicht nur bei dem Experiment geblieben mit dem Captain America, sondern hat viele andere gegeben. Der Red Guardian ist eigentlich auch die sowjetische Antwort auf Captain America gewesen, und auch der Bucky Barnes, also der Winter Soldier, ist auch Ja. im sowjetischen Ding gewesen. Ja, also ist ein interessanter neuer Gegner-Charakter. Mal schauen, ob sie etwas noch weiter daraus machen, weil sie kommen halt nicht an die Originalen an. Also du hast ein bisschen gemerkt, sie probieren wahrscheinlich jetzt mit denen vielleicht wieder etwas aufzubauen, oder die jetzt als so Ersatz anzustellen, kommen aber halt einfach nicht an das ganze Charakterbuilding an, was sie mit dem Iron Man gemacht haben, mit dem Thor, Spider-Man, alles. Das kommen sie halt nicht an, und ich habe das Gefühl, an dem wird es schlussendlich auch scheitern, weil die Reaktionen zu dem Film sind halt eben genau auch so gewesen, schlussendlich. Es gibt natürlich jetzt im Moment viel von diesen Marvel-Hater, die einfach, sie wieder nie mal machen, Disney hat alles kaputt gemacht. Ja, ich bin eigentlich auch der Meinung, hey, nach Endgame, man müsste jetzt die Story nicht nur weiterziehen. Mache Geschichten zu verschiedenen Charakteren, wie sie mit der Serie gemacht haben. Das habe ich mega gut gefunden. Hawkeye zum Beispiel und so. Mache ich so Geschichten. Ja. Aber wir ziehen jetzt nicht das nachher noch weiter, auch wenn jetzt das abgeschlossen ist mit Endgame, und nachher einfach noch weitermachen in dieser Welt. Das ist so, weiß nicht. Ich weiß halt nicht, also darum habe ich Endgame eben nicht geschaut. Ich habe so eine Übersättigung von Superhelden. Ja. Weil sie sind wirklich irgendwie aus allen Löchern gekommen, weil Endgame habe ich halt verpasst, bin ich ehrlich. Und nachher hast du plötzlich ist Iron Fist, dann Luke Cage und dann Daredevil, Punisher, und ich so, what the hell, und dann ist noch DC gekommen, und ich hatte dann einfach wirklich also so eine Übersättigung gehabt. Was? Das war ja DC gewesen. Jetzt habe ich gerade den Knopf. Das war ja DC gewesen. Ah nein, warte. Mache ich jetzt durcheinander? Nein, jetzt mache ich es durcheinander. Entschuldigung, ich habe es durcheinander gemacht. Holy shit. Ja, jetzt habe ich genau das, was du jetzt gesagt hast. Eine Übersättigung von Superhelden, wenn ich es selber nicht mehr... Das schneiden wir nicht raus. Super. Nein, das bleibt drinnen. Nein, es ist wirklich so, wegen dem habe ich das halt eben noch nicht geschaut. Und ich weiß halt nicht, ob es bei den anderen jetzt halt da langsam ein bisschen Genügen gibt. Ich bin sicher, solche, die schauen das sehr gerne. Aber eben darum bin ich immer noch so weg von diesen Superhelden-Geschichten. Ja. Ja, gut, aber was halt das ganze Iron Fist, Daredevil, Luke Cage, das hat ja nicht wirklich viel mit dem Marvel zu tun, wo man schon kennt. Also weißt du, mit der ganzen MCU-Storyline und so, was sie dort aufgezogen haben. Ja. Dem her. Das Einzige ist Daredevil, wo er einen Auftritt hat im Spider-Man-Film. Ja, eben. Also. Das ist einerseits verdammt geil gewesen, habe ich mega gefeiert, voll klatscht im Kino damals, ich habe richtig gejubelt. Das ist mega geil voll gefunden. Klatscht. Bist du gesehen, im Kino einfach einer, der
Ja, nein, wirklich. So Ich hatte das halt wirklich. Das finde ich aber geil. Ist die Szene gekommen und dann siehst du den Matt Murdock, wo man halt aus der Serie Daredevil, der Schauspieler kennt sich wirklich genau ihn genug. Finde ich mega gut. Und dann, auch wenn es nur so 2 Minuten Szene, 3 Minuten Szene sind, einfach mega gut reinpassen. Richtig nice. Ja, wenn es richtig cool machst, ja. Ja. Aber eben, Genau. genau. Und dann bin ich, diese Woche gerade tatsächlich, bin ich noch den neuesten und letzten Mission Impossible The Final Reckoning schauen. Ja, die habe ich auch wieder auf meiner Liste. Wie weit bist du? Also, welchen hast du noch nicht gesehen? Ich glaube, der erste habe ich gesehen, der zweite, ich glaube mal irgendwie der vierte. Einfach weil er mal so irgendwie im Fernsehen kam, ich dachte, komm, ich schaue mal. Mhm. Aber ich habe mir eigentlich gesagt, ich würde wirklich eigentlich gerne mal von vorne anfangen und wirklich einen nach dem anderen schauen. Ja. Bis jetzt immer nur Gutes gehört oder meistens Gutes. Ja, also meiner Meinung nach, wir haben das gerade so, nachdem wir den Film gesehen haben, haben wir so ein bisschen diskutiert, welcher der beste war. Meiner Meinung nach ist es der erste. Es ist halt einfach auch Kindheitserinnerungen dran. Damals war Mission Impossible so gross gewesen wie James Bond, kannst du fast sagen, was vom Thema her, was behandelt wurde, ist, du hast überall Mission Impossible gesehen. Überall. Ich meine, Ja. wann ist der rausgekommen? Ich glaube, 1996, also bin ich etwa 10 gewesen. Ist er 96? Ja, 96 ist er rausgekommen. Bin ich 10 gewesen und da hast du halt so Zeug schon ein bisschen mitbekommen, mitgefeiert, auch wenn du vielleicht noch nicht hast schauen. Aber nein, ich habe ihn tatsächlich nicht gesehen. Ich habe ihn erst ein paar Jahre später erst gesehen. Aber nichtsdestotrotz, es ist ich finde es cool, wie sie es durchgezogen haben. Man verliert zwischen diesen Filmen ein bisschen aus den Augen, dass die tatsächlich alle zusammenhängen. Ja. Und vor allem auch der Schluss. Also ich muss sagen, ich habe es so aufgeschrieben. Es hat viele Flashbacks, viel Rückblick auch zu den alten Filmen. Es kommen auch Sachen vor, wo es ist unscheinbar war aus dem ersten Film. Kommt aber im letzten auch wieder vor und ich so, okay, das ist mega nice, dass sie das gemacht haben einfach. Auch zum einfach so den Strang abschließen, auch wenn es nichts, es ist in diesem Film nie irgendetwas von dem Thema gewesen, nichts. Aber im ersten Film ist das vorgekommen. Im letzten Film hast du gesehen, was damit passiert ist. Und Das ist recht nice. ich muss sagen, es ist mega schön gewesen, einfach das zu sehen. All die Flashbacks, all das sind wieder haben sie wieder den ersten Film behandelt. So, ja, aber dort im Tresor innen damals, weißt du, ja, er ist das gewesen, der in den Tresor reingekommen ist. Oh, was, der ist das gewesen? Und einfach so Zeugs, weißt du, es ist so geil gewesen, den Film zu schauen. Der Rest vom Film ist Mission Impossible. Action halt einfach. Ja. Es ist Action, es ist immer alles auf die letzte Sekunde. Es wird gerannt bis zum geht nicht mehr, es wird geflogen bis zum geht nicht mehr, es wird Auto gefahren bis zum geht nicht mehr. Tom Cruise macht wieder Stunts, wo du denkst, alter Kollege, du bist 60 oder irgendetwas. Bro, hör mal auf. Sicher. Kennt auch nicht. Aber empfehle ich zu schauen, wenn ihr die. Also, aber ihr müsst vor allem den vorletzten gesehen haben. Also den von 2023, der Dead Reckoning. Den müsst ihr gesehen haben, weil das sind ja 2 Teile. Der schließt auch wirklich instant dran an. Und die anderen vorher würde ich einfach auch schauen. Weil aber es ist schlussendlich eine durchgehende Geschichte, kannst du fast sagen. Und sie nehmen tatsächlich auch immer so einen Bezug drauf. Ja, vor 30 Jahren. Und dann überlegst du, ja, kommt jemand an. Eben darum habe ich gesagt, ich würde mal wirklich von Anfang bis zum Schluss noch eine schauen. Weil ich hatte erst habe ich noch so halb präsent und der Rest ist halt einfach. Ja, klar. Aber nice. Ja, das ist so mein Kino-Ding gewesen. Wahrscheinlich werde ich in nächster Zeit etwa mal wieder. Es kommen das Jahr noch ein paar gute Filme im Kino tatsächlich. Da werde ich vielleicht etwa mal wieder irgendeinen Film aus dem Kino auf. Ja. Es hat auch wieder mal ein bisschen öfter ins Kino. Ja, es geht.
Also, Es ist halt, ich weiss nicht, vielleicht mal Abschweifer, Kinobesuch. Gehst du gerne ins Kino? jein. Es kommt immer drauf an. Wenn ein Film schon Ja. eine Weile läuft, dann völlig okay. Was ich fast nie mehr machen eigentlich und auch wirklich lange nicht mehr gemacht habe, ist einen Film wirklich gerade am ersten Kinowochenende. Vor allem, wenn es ein grosser Film ist, wo Mhm. ich nenne jetzt mal wieder irgendeinen so einen Endgame-Film oder eben irgendwie so etwas wirklich Grosses, wo halt die Leute drauf warten, dann warte ich. Dann muss ich nicht, weil aus einem einfachen Grund. Es gibt zu viele dumme Leute, die sich im Kino nicht wissen zu benehmen. Korrekt, Und das ja. ist der Das ist, einzige Grund, ja, warum ich das nicht mehr machen will. genau. Weil ich muss ehrlich gesagt auch sagen, ein Kinobesuch ist auch nicht gerade je nachdem etwas Günstiges. Das kommt noch dazu, ja. Also jetzt nicht für dich persönlich auf die jetzt gesagt, sondern allgemein. Ja. Es ist, also ich muss sagen, du gehst in ein Kino, du zahlst, sagen wir mal einfach 20 Franken, 17 bis 20 Franken fürs Billett. Da willst du irgendwie, keine Ahnung, nimmst noch ein bisschen M&M's mit Mhm. und da gehst du in das Kino rein und du bist, ja, eben, gehst vielleicht noch etwas fressen in der Pause, nimmst noch etwas trinken, du bist locker mal bei so 30, wie viel 30, 40 Stutz. Ja, ja. Also sagen wir mal, bist 40 Stutz, bist Schnell los. Und los, nachher ja. hockst du im Kino rein und hast irgendwann so 2 volle Jotten oder, Mehr. ja, tatsächlich. Ja, meistens hast du ein paar Leute, die sich da drin halt einfach benehmen wie Schweine. Ja. Oder tatsächlich, wie du sagst, sie wissen sich nicht zu benehmen. Ja. Ja, es ist wirklich so. Darum mache ich das nicht mehr gerne. Wir haben ja früher haben wir wirklich ein paar Jahre lang so das dritte oder vierte, das dritte, glaube ich, haben wir die Jahreskarte gehabt fürs Kino. Haben wir Ja. im Jahr einen gewissen Betrag gezahlt und dort sind wir halt also, kannst du sagen, jedes zweite Wochenende sind wir 1 bis 2 Filme schauen manchmal. Also, Ja, ja. und dann ist Corona gekommen tatsächlich und dann haben sie halt nicht mehr können. Haben es teilweise Ja. zugekannt und dann haben wir unsere Karten dann irgendwann auch storniert, also gelöscht. Und ja, es hat sich seitdem extrem verändert. Ich meine, dem Kino, wo wir Ja. waren, hat es schon immer nicht mega viele Leute gehabt, tatsächlich. Das haben wir eigentlich immer mega geil gefunden, weil also wir sind so oft ins Kino einen Film geschaut und wir sind einfach die Einzigen gewesen in einem riesigen Saal von 300 Stühlen oder so. Das ist geil. Das ist geil. Das ist verrückt gewesen. Und vielleicht ist das auch, ich sag's mal, wir sind dadurch vielleicht ein bisschen verwöhnt. Wir sind uns halt das irgendwann gewöhnt gewesen. Okay, wir gehen den Film schauen. Keine Sau rum. Und wenn du dann das dritte dort hockst und 4 Reihen vor dir 2 Dudes hast, die einfach die ganze Zeit auf dem Handy rumdrücken, du siehst halt einfach immer das Licht dort vorne, das stört dich. Und dann hast du es geschnurrt dort vorne noch. Dann, also, ich weiß nicht mehr, manchmal ich gesagt habe, hey, hab Fresse oder so, oder ist jetzt gut? Ich auch schon. Es ist mega tragisch. Ich bin eigentlich wirklich einer, wo lang braucht, bis er mal durchdreht. Aber wenn ich ins Kino will, einen Film schaue, will ich ins Kino einen Film schauen. Ja, genau. Wenn du halt schnell aufstehst oder einer vor dir aufsteht und auf die Toilette muss, easy, ja, mach das. Wenn du neben der irgendwie Popcorn catchst, ja, der halt. Ja. Easy, machst du vielleicht auch. Das gehört alles dazu. Aber habt einfach eure Fresse. Ja, genau, absolut. Das ist schon schlimm. Zudem kommt halt noch dazu, ich habe mittlerweile hier bei mir halt Zugang zu allem, was Film und Serien angeht. Ja. Ich muss nicht mehr unbedingt ins Kino. Aber so gewisse Filme, ich sage es, obwohl bei Mission Impossible ist mir so ein Scheiß passiert im Fall. Dir das Handy abgegangen? Nein. Hast du geschurzt? Nein. Es ist nicht während dem Film, es ist schon vor dem Film passiert. Also. Wir haben einen Kollegen über x Jahre, also ich schätze jetzt mal 10 bis, weiss nicht, oder noch mehr Jahre, immer hoch genug, weil ihm das einmal passiert ist damals. Wir haben ihm das bis heute, haben wir ihm das immer nachher gehabt. Wir haben immer gesagt, ja, jetzt machen wir, hast du wieder so einen gemacht? Hast du wieder so? Und tatsächlich ist es mir diese Woche auch passiert. Einfach weil ich im Stress war und nicht richtig geschaut habe. Du hast 3D-Brille vergessen. Nein, schlimmer.
Hast du noch eine Chance? Noch erzähl es. Du hast das Ticket vergessen. Das ist Pipifax, das ist alles digital heutzutage so. Also komm, erzähl. Ich habe beim Reservieren nicht geschaut, wo es die Leinwand ist. Wir laufen dort rein. Ich schaue so aufs Handy an Reihe L. Und dann schauen wir, so wie ich es angeschaut habe, wäre das irgendwie die 4. oberste Reihe oder 5. oberste Reihe gewesen. Ein guter Platz. Weil ich habe noch gedacht, hey, alles vorne dran. Also ich habe eigentlich sogar schon zu weit oben reserviert, als ich wollte, aus meiner Sicht. Mhm. Weil alles andere ist vorne dran schon ein bisschen so gefüllt gewesen, die mittleren Plätze. Da dachte ich, ja, komm, das geht auch noch, sind wir halt ein bisschen höher. Wir kommen rein, ich schaue drauf, Reihe L. Ja, wait, hier fällt es bei B an. Scheiße. Und dann schaut mich der Kollege so an. Du hast jetzt aber nicht den Lucky gemacht. Und also, der Kollege heisst wirklich, der was mal genau so vergeigt hat, heisst halt wirklich auch Lukas. Der hat also wirklich, du hast jetzt aber nicht den Lucky gemacht, nicht? Ich glaube schon. Und dann sind wir runtergelaufen und irgendwann ist dann das L gekommen und ich glaube, ich weiß nicht, 4. oder 5. vorderste Reihe gewesen. Und so, okay, es ist gegangen. Es ist jetzt nicht das IMAX-Kino oder weißt du, so wirklich so, wir haben nicht so ein Genickbrecher los, sagen wir dann. Wir können anhocken und können so gerade ausschauen. Es ist gegangen. Aber nichtsdestotrotz. Ich habe es schon nicht mehr gesehen. Okay, also in dem Fall wissen wir jetzt alle, wenn wir so etwas machen, das ist einfach der Look. Das ist der Look. Finde ich gut. Ja, er hat es aber halt damals wirklich übertrumpft. Er hat, glaube ich, das vorderste reserviert gehabt. Oh, Scheiße. Ja, oh nein, das ist schwer schlimm. Dort haben wir dann auch gerne gehabt. Und seitdem ist das einfach der Lucky. Das ist der Lucky Wir hatten dafür mal das Gegenteil gehabt. Wir haben, gut, aber dort war das Kino irgendwie scheiße gewesen. Es hat ein bisschen Hereditaria oder so hat der Film geheißen. Hereditary. Keine Ahnung. Ja, also. Ja, und irgendwie. es geht mir in den Film geschaut. Und irgendwie das Wichtigste, damit du weißt, um was es geht, wird irgendwann mal ein Blatt Papier eingeblendet, wo irgendein Text drauf steht, wo aber mit Untertitel übersetzt wird. Mhm. Und das Kino ist ja so aufgebaut gewesen, dass wir den Untertitel nicht gesehen haben. What? Wir haben nicht begriffen, warum das dort alles passiert. Nein. Der Untertitel gefällt hat. Und wir so, hä? Ich komme einfach nicht raus. Und irgendwann ist es eine Woche später erzählt, dann du hast doch dort in diesem Untertitel gestanden. Und ich so, was für ein Untertitel? Das ist so gut. Das war so gut gewesen. Oh Mann, Aber wie gesagt, Kinobesuch, ich würde eigentlich gerne noch mehr gehen, aber mir schießt es einfach an, mich nachher mit diesen Leuten auseinanderzusetzen. Ja. Genau. Vor allem ist es mir das Geld auch nicht wert. Dann. Ja, also ich bin lange jetzt nicht mehr im Kino gewesen, tatsächlich, muss ich sagen. Und jetzt sind wir halt wirklich gerade so 2 Filme, so innerhalb von 2 Wochen sind wir schauen. Oder 3. Ja. Weißt, ich vergleiche halt das immer noch. Ich sage mal, dass du verwöhnt bist, das stimmt nicht. Ja. Weil ich bin in einer Zeit aufgewachsen. Ey, Alter, wir waren ein Kino voll mit Kindern, wo wir Pokémon schauen. Oh, Kinder sind immer noch etwas anderes. Das ist einfach still gewesen. Warum können das denn nicht Erwachsene geben? Ja, es sind aber meistens nicht wirklich Erwachsene. Aber es sind so junge Erwachsene, so, ich sag mal, 16 aufwärts vielleicht, je nachdem. Halt wir werden alt, wir fangen schon über die jüngere Generationen verwenden. Immer die Jungen sind es. Mit ihren Tattoos und so. Genau. Mit ihren Handys, ihren Smartphones. Nein. Gut, mir hat mal einer erzählt, dass einer ist ins Kino einen Film schauen, da hat er neben sich ein Bärchen gehabt, die haben mit dem Tablet die Serie geschaut. Bis der Film angefangen hat. Okay. Und nachher, wo Pause war, haben sie das Tablet wieder vorgenommen und haben die Serie weiter geschaut. Ich verstehe manchmal nicht.
Oh Mann. Geht doch einfach ins Kino. Geht gut reden in der Pause. Ja. Geht über den Film so, wow. Also entscheidet sich, der Film ist scheiße und geht wieder. Aber das ist halt wieder die TikTok-Generation. Warum nehmen die Leute im Kino das Handy führen, um etwas drauf rumzutippen? Weil sie ihre FOMO müssen beruhigen, Fear of Missing Out. Oh, ich verpasse irgendetwas, ich muss jetzt wieder auf TikTok schauen. Weil sie sich einfach nicht können. Danke, dass du gesagt hast, was FOMO heisst. Okay. Aber es ist doch so die TikTok-Generation kann sich halt nicht mehr eine halbe Stunde auf einen Film konzentrieren. Nein, dann musst du wieder das Handy für den nehmen. Schnell hast du alles durchscrollen. Da ist noch etwas Witziges und so. Und dann hast du schon wieder eine halbe Stunde vom Film verpasst. Es ist... Ich weiß auch nicht. Ah, Ja. Ich finde es ehrlich gesagt mega entspannend, einfach mal etwas schauen, fertig. Ja. Vor einer grossen Leinwand, wo sich viele Leute Mühe gegeben haben dafür. Oder vielleicht auch nicht. Darum kann ich mittlerweile lieber so einen Film schauen, wenn er irgendwie schon 2 Wochen draußen ist. Ja, auf jeden Fall. So, Genau. letztes Ich Thema. habe genug gehatet. Oh. Hast du Spiele? Ja. Oh, jetzt. Ja. Willst du anfangen? Du hast, glaube ich, 2 hast gesagt. Ja. Wie viel hast du? Ja. Also, ja, ich habe sicherlich 1. Aha. Andere ist halt wieder etwas wiederentdeckt. Also nicht 2 wiederentdeckte Sachen, wo ich mega Spass daran habe im Moment. Okay. Dann darfst du mal anfangen mit dem neuen Schüssel. Also, ich fange mal an mit einer Beta, die ich den Monat, also letzten Monat können spielen, und zwar Dune Awakening. Ich habe tatsächlich, ich habe einfach gehofft, dass ich spielen kann. Ich habe zum Glück einen Key können irgendwie ergattern. Weil ich einfach schauen, ist das Spiel etwas für mich? Es hat mich interessiert, aber ich habe nie gewusst, ist es etwas, wo mir Spaß macht oder nicht? Mhm. Fazit, nach nicht ganz 3 Tagen, wo ich an dieser Beta hätte können, mich überhaupt teilnehmen, habe ich 18 Stunden Spielzeit gehabt. Also in dem Fall tendierst du mal auf ja. ich habe geschrieben, in knapp 3 Tagen fast 18 Stunden Spielzeit. Also ja, das Spiel ist was für mich. Okay. Ich habe es vorbestellt, ich habe meine Ferien ein bisschen umgeschoben. Ja, also ich habe nicht einen bestimmten Grund. Ich hätte schon jetzt... Meine Ferien habe ich eigentlich geplant, jetzt eigentlich diese Woche. Und ich denke, ja, es ist Auffahrt, haben wir frei. Ich nehme die Woche, vielleicht gehe ich auf Fahrbahn, vielleicht nicht, ich gehe jetzt nicht, so oder so. Das hat einfach gepasst, weil es ein 4 Tag ist. Ja. Und dann kommt Funcom und sagt, wir verschieben die Dune Awakening noch ein bisschen. Es kommt am 10. Juni raus, respektive für Vorbesteller am 5. Da schaue ich auf den Kalender und sehe, geiler Scheiß, am 9. Juni ist Pfingstmontag, haben wir frei. Meine Ferien umplant, der Chef gesagt, du, Ferien von dem bis dann, 9. bis 15. bin ich nicht im Haus. Der Chef hat es abgesegnet, ab dem 5. Juni werde ich Dune spielen. Und ab dem 9. wird das, nein, ab dem 7. 7. ist Samstag. Aber du hast eigentlich auch genau das richtige Klima dafür ausgewählt. Genau dann, wenn es richtig heiß wird. Keine Klimaanlage, das interessiert mich nicht. Gut. Und dann wird es auch nicht mehr, also es ist jetzt heute und morgen ist so heiß und Sonntag auch noch, aber nächste Woche wird es glaube ich schon wieder kühler. Also von dem her. Ja. Aber ja, es könnte warm Okay. werden, ja. Aber anyway, ich habe Klimaanlage. Genau. Solange du keine Würmer hast. Genau. Nein, also es ist, das, was ich gespielt habe, man hat ja nicht irgendwie 25 Stunden Gameplay oder so haben sie insgesamt drin gehabt, also vom Content her oder so, was vielleicht alles hättest können machen, aber ich habe weit nie alles gemacht in meinen 18 Stunden. Ich bin mal in die anderen Gebiete, die es dort hat, aber dort habe ich so gut wie nichts gemacht. Also ich bin gehypt. Tatsächlich ein paar andere auch noch. Der Dicor hat 1 oder 1,5 Tage nach mir den Key bekommen. Ja. Ich glaube, nicht ganz 1 Tag nach mir hat er bekommen. Ich sag's mal so, er hat meine Spielzeit ein bisschen übertroffen noch. Ich glaube, er hat 20 Stunden angebracht. Er hat voll durchgezogen. Aber ich habe es auch verstanden, es ist wirklich ein kurzes, es ist halt einfach ein Beta-Wochenende gewesen. Es ist dann irgendwie, glaube ich, von Freitag bis am Ende gelaufen. Und ich glaube, er hat irgendwann am Samstag oder so hat er den Key bekommen. Ich bin nicht mehr ganz sicher. Der hat halt Ja, gut, dann schaffst du
ja, halt wirklich ein bisschen voll Gas geben und ich wollte reinschauen auch. Ja. Ja, sicher, ja. Nein, aber ich freue mich mega drauf. Das könnte, ich hoffe es, ich kann das immer wieder bei Games, aber ich hoffe es ist ein MMO, wo man sich wieder mal zusammentun kann. Ich weiss ein paar, was werde ich spielen. Ich habe auf meinem Discord auch extra einen Kanal gemacht, wo wir ein bisschen im Austauschen sind manchmal. Oder einfach nur drüber abhypen. Ja, ich hoffe, es wird nice. Ich hoffe, man spielt wirklich ein bisschen zusammen und so. Man kann etwas miteinander machen. Das wäre nice. Schönes MMO. Ja. Ich weiss mir echt, also ich habe es mir ja auch bei dir ein bisschen angeschaut und ich glaube, ich müsste wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen mehr Zeit mal ein bisschen investieren, um zu schauen, ob es wirklich für mich etwas ist. Ja. Aber das, was ich gesehen habe, hat auf jeden Fall schon mal fantastisch ausgesehen für eine Beta. Ja. Vor allem auch der Wurm. Ja, der Wurm ist geil. Ich habe es nicht verstanden, wieso die Leute immer gestorben sind ab dem. Ich bin eins gestorben. Und zwar auch nur, weil mich alle gezwungen haben, hey, stirb jetzt mal, wir wollen mal sehen, was passiert. Und ich, ja gut. Habe ich alles ausgezogen und bin gestorben. Und dann geil, da kommt noch eine Katze. Geil, da kommt noch voll noch Content, nachdem die der Wurm das erste Mal gefressen hat. Wäre geil. Es war super gewesen. Und ich freue mich auch ein bisschen, weil Dune ist schon immer so ein Universum gewesen, wo ich gerne mal ein bisschen mehr reingekommen wäre. Ich habe Bücher nie gelesen, aber ich habe Film gesehen, ich habe die Serie gesehen. Und einfach so das ganze Worldbuilding, das ganze Universum dort, das hat mich einfach schon immer so ein bisschen interessiert. Halt Sci-Fi und so. Und es klingt halt mega interessant mit den Häusern, mit den Harkonnen, mit den Atreides und so. Und bin ich wirklich gespannt. Sehr. Ja. Also ich habe nur den Charaktereditor habe ich ja mal gemacht und das hat ja auch schon mal geil ausgesehen dort. Also. Ja, auch grafisch macht es ein bisschen etwas an. Man muss halt immer daran denken, ja, es ist ein MMO, also es hat seine Grenzen, was sie halt grafisch vielleicht machen. Aber das ist voll okay. Also, es hat gut ausgesehen, es hat gefallen. Also, ja. Ja. Mehr brauche ich nicht. Aber das ist doch nice. Ja. Nice. In Dune. In Dune. Sind wir schauen auf die Aussprache. Die Leute verstehen das immer falsch. Weil zur gleichen Zeit, also weil jetzt vor, glaube ich, einer Woche oder so, ist das neue Doom rausgekommen. Und da sind die Leute immer. Also gestern habe ich auch mit irgendjemandem geredet, haben wir auch über Dune geredet. So, also haben wir davon geredet. Und ich so, ja, Dune und so. Ist es nie gespielt? Ist es gut? Und ich so, ja, also Beta, es ist ja noch nicht draussen. Ich habe gemeint, es ist diese Woche rausgekommen. Bis er mir geschaltet hat, dass er meint, ich habe Doom gesagt. Das ist jetzt kein Fehler von ihm. Man kann es verwechseln, Dune oder Doom, aber ja. Gut, aber ich kann euch schon mal erklären, was der Unterschied ist. Weil ich würde gerne mit Handkuss übernehmen. Okay, ja, gut, dann mach. Weil ich habe Doom angefangen zu spielen. Kann ich jetzt gerade sagen. Doom The Dark Ages. Darf ich schnell fragen? Hast du die anderen Teile vorher gespielt? Doom Eternal habe ich gespielt. Und Doom? Also, warte jetzt. Der Doom selber nicht. Okay, also aber ich kenne so ein bisschen die Story so ein bisschen. Was es wirklich das erste Mal wieder neu rausgebracht haben, das hast du nicht in dem Fall. Mal den habe ich gespielt, aber Doom Eternal habe ich nicht gespielt, sorry. Okay, so, ja. Wirklich der erste dort, den habe ich gespielt. Und es ist halt einfach, ja, meine Notiz, meine erste. Es ist einfach Doom. Ja. Es ist halt einfach Doom. Und die andere, die ich auch geschrieben habe, ist einfach reinmähen. Aber das finde ich so geil an dem Game. Muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist halt einfach. Sorry. Also, ich will jetzt so nichts nehmen, aber wenn du denkst, Space Marines ist schon abgefuckt. Der Typ ist noch abgefuckter. Ja, Mann, ey. Also, ich kann es mal so sagen. Egal wie heftig das es gerade ist für dich im Doom, es wird heftiger. Und zwar nicht die Gegner, sondern du. Ja. Ich habe die eine Knarre gesehen. Und dort habe ich gedacht, schade, habe ich keine Zeit, das Game zu spielen. Also grundsätzlich, was ich schon mal cool finde, es hat eine Kampagne, ich glaube 22 Missionen hat es.
Was ich schön finde, das hat mich so ein bisschen an Terminate the Resistance erinnert, den ich gespielt habe. Du hast eben mehrere Kampagnenteile und hast du einen Teil, wo ein grosses Gebiet hast. Dann hast du einen Teil, wo so ein bisschen mehr Schlauch ist. Dann hast du einen Teil, wo, ich kann es nicht anders sagen, wo du einfach einen riesen Transformer spielst. Ach, ich glaube, das habe ich gesehen. Hey, Scheiße, Mann. Du bist einfach so ein riesen Koloss und gehst andere Kolosse verprügeln. Weißt, ich finde es so geil. Du bist, wie heißt der Doomslayer oder irgendwie? Oder du bist der Doomslayer, ja. Du bist schon einfach völlig overpowered da drinnen. Du bist der Macker in dem ganzen Ding. Aber hey, hier hast du noch einen Mech im Fall. Steig doch mal ein, du bist nur krasser. So, what the hell? Eben. Das ist das einzige Mal, wo am Qui-Gon seine Dings nicht funktioniert. Es gibt immer noch einen größeren Fisch. Ja, genau, Nein, du bist immer der größte Fisch. Ey, wirklich, also du fährst an, am Anfang hast du ein Schild und du hast eine Schrotflinte. Das Schild, das ist einfach fucking übermächtig. Ja. Du kannst so einen Sturmangriff machen, wo einfach so eine Horde von Dämonen einfach schnell zerplatzt ist. Eben mit der Schrotflinte kannst du auch nicht den Ring wegschießen. Dann irgendwie die dritte Knarre, die zweite, die überkommt, ist irgendein Nadelwerfer. Das wird am Schluss nachher dann ein Bolzenwerfer. Und ich glaube, die Knarre, die du meinst, ist die, wo so etwas Ähnliches ist wie so ein Shotgun. Also eigentlich so eine Streuwaffe, wo du Schädler zertrümmerst. Ja, genau. Und mit den einzelnen Teile von den Schädeln, die du zertrümmerst, schmeißt du auf den Gegner drauf. Hey, ich habe das gesehen und dachte, oh, ich weiss, wenn fällt so etwas ein, aber es ist einfach... Ja, nee, es wird noch viel kaputt. Du kommst nachher dann noch an Waffen über. Sie heisst, glaube ich, einfach Kettenkugel. Was du damit machst, einfach, du schmeißt einfach eine riesen Kugel an einer Kette, schmeißt du am Gegner an den Kopf und ziehst es dann auch wieder retour. What the fuck? Ich glaub, also, du hast, die ist so wie vorne an der Faust, oder? Dann spickt sie raus und dann kannst du sie wieder einziehen, Kette. Genau, ja. Das Ding haben sie im Fall nachgebaut bei der einen Dude von Mythbusters, habe ich gesehen. Die haben ein funktionierendes so ein Ding. Also ich habe das Teil gesehen, ich habe zuerst nicht gewusst, woher das ist. Und jetzt, was du gesagt hast, hat jetzt mir gerade geklickt. Es wirklich, du kommst einfach praktisch fast in jedem zweiten Level kommst sicherlich irgendetwas Neues über. Ich habe jetzt, glaube ich, alle Waffen. Und jetzt kannst du sie aufleveln und jetzt wird eigentlich mein Schild die ganze Zeit bufft mit irgendwelchen Runen, wo heisst, hey, wenn du kommst, was du mit dem Schild vor allem kannst machen, ist eben, du kannst Angriffe abprallen, also das parieren. Und es gibt gewisse Angriffe, die durch die Luft gehen und wenn die im richtigen Moment parierst, fliegen die zu den Gegner zurück. Und jetzt hast du aber noch solche Sachen, wo du plötzlich, hey, du hast so einen Angriff erfolgreich zurückblockt. Du kommst jetzt noch ein zusätzliches Maschinengewehr über, so als Schulterwaffe, wo dann auf andere Gegner schießt. Oder die andere Rune ist, plötzlich siehst du irgendwie so hure viele Schwerter, wo du durch die Gegend fliegen und die Leute kaputt machen und du hockst einfach da und denkst so, okay, nimm es jetzt einfach mal. Und etwas vom Geilsten ist halt einfach, dass du auf einem fucking Drachen fliegst. Ah, was? Und das Geile ist der fucking Drache. Er ist wahrscheinlich einfach zu langsam, weil sie haben ihm noch einen Düsenjet dran. Einfach so sind einfach so Jet-Dings dran, damit er schneller ist. Und du so, hey, hört doch auf. Es ist einfach too much, das Game. Story, ja. Ist wahrscheinlich so eine typische Doom-Story halt. Also, ja, also ich finde es ja cool, dass das Game überhaupt, weißt du, dass sie sich ansetzen und eine Story schreiben. Ich weiss, das erste Doom, nicht Dune, das erste Doom, wo wieder rausgekommen ist, eben da, was das neu aufgelegt haben damals. Ich habe die Story, ich habe es aber leider nie durchgespielt. Ich habe mir das immer mal vorgenommen, ich will die Doom-Games eigentlich mal spielen. Aber ich habe es mega cool gefunden, dass sie dort, was war das? Eine Bergbaustation oder irgendetwas? Ja, sie haben irgendeine Bergbaustation, wo du nachher dann
BFG Ja, bekommst. genau. Also Genau. so einen riesen Laser hast, der einfach so ein Stück vom Planet wegfetzt. Das, Und was machst du? Ja komm, ich nehme einfach mal den Hauptteil, nehme ich als Knarre mit. genau. So. Aber das sind einfach so die Story, so, ich meine, Doom 3 damals, vor Ja. Ewigkeiten, hat ja auch schon Geschichte gehabt. By the way, Doom 3. Hat das damals nicht getraut, Game einfach. Wegen? Was so viel Blut drin gehabt? Nein, es war so hure creepy gewesen und ich habe es im falschen Zeitpunkt gegeben. Ich habe mir das vom Cousin ausgelehnt damals. Das Zeug installiert. Es war irgendwie am Abend um 10 Uhr oder so. Es war fast schon dunkel gewesen. Und ich damals halt noch daheim in meinem Zimmerli alles abdunkelt halt, wenn wir damals gamet hat als junger Bursch. Ja. Und ich dachte, oh geil, jetzt Doom, endlich. Alles haben wir immer gesagt, Doom 3 ist hure geil. Start es. Ich weiss es, ich sehe es gerade vor meinem inneren Auge, wie wenn es gestern gewesen wäre. Du kommst, das Game von da. Prolog, bla bla bla, es wird geschnurrt und gezeigt und weiss ich was. Dann stehst du dort, du bist jetzt der Macher. Irgendwie bist du auf der Station, es ist irgendwie ein Monster, es ist irgendetwas passiert und du musst es dort halt aufräumen und alles. Du bist im Kontrollraum drin oder in einem Praxisraum, ich weiß nicht mehr, Labor. Ich mache die Türen auf, dort draussen ist dunkel, ich laufe raus, merke, Scheiße, ich kann nur entweder zünden oder schießen. Also mit der Taschenlampe. Du kannst nicht beides miteinander. Ich nehme das Gewehr führen, höre irgendetwas in dem huren Gang vorne. Escape, Spiel beenden, deinstalliert. Jetzt habe ich, also so schnell ist kein Game mehr von meinem PC geflogen, nie mehr. Kann ich sehr Einfach gut. der Schiss in der Hose gehabt. Oh. Ja, aber tatsächlich, wenn ihr es gerne Loot habt, wenn ihr es gerne brachial habt, vor allem brachial, gebt euch das Spiel. Ich bin mega überrascht. Die Musik ist auch geil tatsächlich. Eben das Setting finde ich auch geil mit so, eigentlich die Story finde ich gar nicht mehr so schlecht. Es ist jetzt nicht mega packend, aber es ist gut erzählt. Mhm. Was ich auch geil finde, sind Locations. Also dort muss ich sagen, da kommt es sehr gut an so einen Space Marine 2 dran hin. Aber Wirklich. Die sind Also schon immer gut nehmt gewesen, euch Zeit. Ja, nehmt euch Zeit und schaut euch das Zeugs mal an. Hat auch eigentlich einen coolen Wiederspielwert, weil du halt dann noch kannst go Sachen looten und so, um dein Zeug zu verbessern. Mhm. Ja, also ich bin noch nicht ganz fertig, weil das ist der einzige Manko, den ich habe. Ich weiß nicht, ob es einfach an mir liegt, aber ich komme so nach 2, 3 Stunden wird es mir schlecht. Das habe ich im Fall, glaube beim ersten Teil, also beim ersten, wo jetzt noch neu aufgelegt wurde, ist im Fall, glaube ich, auch gehabt. Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum ich das nie wirklich fertig gespielt habe, tatsächlich. Ja, es ist hure schnell, Genau. es ist eben, du kannst so Sturmanstöße machen und dann bist du eigentlich relativ, sagen wir mal so 30 Meter plötzlich nebeneinander und es passiert teilweise so viel, du wirst völlig überfordert. Mhm. Und tatsächlich wirklich am Anfang, es kommen die jeglichen Sprachen, wie sagt man? So die Warnungen. Wie heissen sie? Ja, Epilepsiewarnungen. Ja. Genau, also eben, schaut wirklich, passt auf einen Haufen. Eben, ich bin mir viel gewohnt, aber ich habe auch Motion Sickness. Ja, aber weißt du, was dann vielleicht musst du schauen mal, das ist damals zum Beispiel bei Sea of Thieves das Ding gewesen, das ist den Filmen auch passiert. Du mal mit dem Wert vom Field of View spielen. Das mal breiter machen oder ja. mal dünner machen. Weil das hat damals, weiss ich noch, bei Sea of Thieves hat das vielen genützt gehabt. Weil wenn sie dort das Leib, ich glaube, dort war es gewesen, wenn man es ein bisschen enger macht. Aber ja, es kann auf beide Seiten halt nützen. Ja. Geil, Doom. Hätte ich nicht gedacht, dass du das gerade holst und zockst, aber finde ich geil. Also ich habe es tatsächlich nicht geholt, aber ich muss ehrlich sagen, der hure Xbox Live ist im Game Pass. Der rendiert halt. Ja, der Game Pass, der rendiert halt einfach. Teilweise. Würde bei mir nicht. Ich habe mir es auch schon ein paar Mal wieder überlegt, aber ich komme nicht dazu, die Games wirklich durchzuspielen, weil ich habe mir das ein bisschen... Ja.
Das habe ich dieses Jahr tatsächlich gemacht und ich bin ein bisschen am Wehrweise, ob ich so weiterziehen. Ich habe mir einfach so ein bisschen geschaut, was kommt dieses Jahr raus. Mhm. Was wollte ich sicher anschauen und was wollte ich vielleicht auch schauen. Jetzt auch ein bisschen in Einbezug vom Stream, was wollte ich dort bringen oder was nicht. Ja. Einfach so aus dem Grund, ich wollte mir jetzt nicht jedes Game holen. Ja. Und dann zocke ich es gleich nicht. Ich habe jetzt schon das Problem, dass ich 2 riesige Games angefangen habe, die ich nicht abgeschlossen habe bis jetzt. Aber ich weiss, die werde ich irgendwann fertig machen, da bin ich zu 100% Ja. sicher. Aber ja, es ist halt, ja. Ja, nein, also ich verstehe es, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich finde 80 Stutz dann für so ein Doom, wo ich jetzt sage, hey, ich spiele das eine Stunde, das rendiert 100 Mal. Ja, das ist also die Diskussion, ja klar kannst du sagen, ein Game ist zu teuer oder so, aber was heisst zu teuer? Weißt du, Ja, wenn ich für ein Game 60 Stutz ausgebe, aber das Game mir 120 Stunden Spielzeit, Spielspaß gibt vor allem. richtig, Hey, ja. gang der Spaß suchen Eben, für 2 Stutz pro Stunde. darum muss Einfach ich ins sagen, Graben. ja, darum muss ich mir ernsthaft sagen, hey, okay, Doom, ich weiß, ich werde es wahrscheinlich eine Stunde spielen, einfach weil es lustig ist, weil es cool ist, aber ja, ich muss es nachher dann nicht noch 20.000 Mal spielen. Ja, ja, Von dem klar. her, okay, da kannst du es wieder Bestes Beispiel ist mir jetzt gerade so random in den Sinn gekommen, Wolfenstein Games. Ja, nein, es geht also so in die gleiche Richtung. Es sind I'm genau from Arizona. es sind genau Ja. auch solche Games, wo du wahrscheinlich also ich habe jetzt die neuen Wolfenstein Games, die habe ich eins gespielt und nachher nicht mehr nachgelenkt. Yep. Und ich habe mir die Nein, halt eben, ja. durchgekauft. Aber ich bin völlig zufrieden damit. Ich habe meinen Spass daraus Ja. rausgezogen. Auf jeden Kannst du Fall, vergleichen ja, eben. eben mit einem Kinobesuch. Zahlst 40 Stutz für ins Kino. Dann hast du 2 Stunden Spass. Ja, Mhm. was ist dir jetzt mehr wert? Ja, ja. Das ist ja so, ja. Soll ich weitermachen? Ja, also Oder? ich hatte eigentlich nachher dann nichts mehr, weil Okay, ja, dann, nicht, dass wir dann wieder abbrechen. dann mache ich, abbrechen dann mache ich dürfen. fertig in dem Fall. Tu Und es. es geht auch gar nicht lang. Aber weil wir gerade schon von teuren Games und so hatten, ich habe diesen Monat tatsächlich wieder mal ein bisschen mehr in Star Citizen reingeschaut. Ein bisschen mehr. Ja, mehr in Star Citizen. Ich habe es jetzt einfach als Lückenfüller nutze, bis Yep. Dune draußen ist. Aber es hat auch einen Grund gehabt. Einerseits ist es ein Ingame-Event, die Invictus Lounge Week. Das ist so das militärische Ding, wo die United Empire of Earth Flotte eigentlich probiert, Leute anzuwerben. Das ist einfach so ein Lore-Ding halt. Ja. Und mit dem ist auch ein guter neuer Patch gekommen, 4.11. Hat wirklich ein paar coole Sachen reingebracht, wo wir schon lang darauf gewartet haben. Ich weiß auch nicht ins Detail, aber zum Beispiel ins Mining, wenn du mit dem Schiff gehst, Bergbau betreiben. Früher hast du immer mit dem Schiff zurückfliegen, eigentlich, das Zeug abladen und dann wieder hin. Jetzt kann einer die Säcke wegnehmen, einladen und dort hinfliegen und der andere kann weiter minern. So etwas feiere ich absolut. Das ist das Geilste, was du machen kannst, wenn du so verschiedene Gameplays, sei es jetzt Howler, Cargo umschieben und der andere minert, Ja. wenn du die zusammenbringst, dass du wirklich zusammen etwas kannst machen. Das ist einfach schon geil. Das ist absolut genial. Und das, Darum, also eben, ja. ich glaube, der Renegade hat es letztes Mal sehr gut bei dir im Chat geschrieben gehabt. Die Vielfalt von diesem Spiel macht eben schon hure lustig. Ja, voll. Ich glaube, gestern war es, im Donnerstag, als ich gestreamt habe, bin ich ein bisschen jagen. Es gibt auch Jagdmissionen, Wildlife gibt es auf Planeten. Und dort hat er geschrieben, wenn er gesagt wie viele Facetten das Game hat, haben wir schon auch ein bisschen Bock drauf über. Und das ist wirklich so. Ja. Aber das sehen viele Leute dann halt einfach nicht. Weil du musst dir halt auch die Ideen oder die Content ein bisschen vorstellen oder selber suchen. Ein bisschen. Es ist ein Sandbox-Game schlussendlich dann auch. Also, klar hast du deine vorgegebenen Missionen, aber ich habe mir jetzt einfach gesagt, hey, ich will jagen, ich schaue, was für Missionen ich habe. Dann habe ich gesagt, okay, es gibt da gerade 2, schau mal, ob ich die Viecher finde. Ja.
Und dann treibe ich es dann halt aber so weit, dass ich sage, hey, ich könnte jetzt die ganze Zeit mit dem Schiff rumfliegen, scannen. Ah, da unten sind die ich suche. Gut. Nein, ich fliege zu einem Planet. Abschießen. Ich lande an einem Ort, wo ich denke, okay, da können sie die Viecher haben, nehme ein Bodenfahrzeug und gehe mit dem suchen. Macht viel mehr aber eben, Spaß. das ist eben das, du tust die Content eben selber gestalten. Genau. Und das macht eben viel mehr Bock. Genau. Genau. Ja, das ein kurzer Abriss zum Star Citizen mal wieder. Ja. Mal schauen, der nächste Patch. Jetzt geht es mega Gas. Der nächste Patch ist schon auf den Testserver. Also der andere Patch ist jetzt vor 2,5 Wochen oder so ist er rausgekommen. Oder 3 vielleicht. Weiß nicht. Und der nächste ist schon auf den Testserver. Ist schon wieder vor allem auf Wave 2. Das ist sehr schnell gegangen. Die Waves, das sind einfach so Stationen, wer das Zugriff hat zu dem Testserver überhaupt. Mhm. Und Wave 2 ist doch schon, sind schon einige dabei. Und heute am Abend haben sie noch geschrieben, sie Tage gerade noch einen neuen Release auf den Testserver vorbereiten, wenn alles klappt. Und dann sind der Plan, heute Abend sogar den Testserver für alle aufzumachen. Krass. Und das ist auch ganz geil, was sie dort drin haben. Sie haben neue Locations, eine neue Story eigentlich, die sie reinbringen. Regen und Sturm, das finde ich hure geil. Also, dort bin ich hure gespannt. Sie bringen wirklich ein paar Sachen drin, wo ein bisschen Gegenspieler sind. Einerseits bringen sie Strahlung rein, sprich, du kannst nicht mehr einfach überall, je nachdem, überall hin, du hast Strahlungswert. Und sie bringen Regen und Sturm auf Planeten. Ich weiß nicht, ob sie auf alle bringen. Wo dann aber auch dazu führt, dass du halt nicht überall mit dem Schiff kannst hin. Sie haben das in der CitizenCon letztes Mal gezeigt. Gesagt, ja, dynamisches Wetter und Stürme und so. Da sind 2 Schiffe geflogen, da ist ein Blitz gekommen und dann ist dieses halt zu Boden gegangen. Geil. Skusch. Und es ist dringend, also ich finde das mega geil, einfach weil es dringend notwendig ist, weil teilweise hast du einfach für Bodenfahrzeuge null Verwendung. Ja. Und so bist du halt jetzt Da machst genau. Du bist halt gezwungen nachher. Ja. Finde ich einfach cool. Bin ich sehr gespannt. Bin ich wirklich mal schauen, was sie bringen. Ja. So. Wie Heute mal ein bisschen früher wie hat der Trapattoni gesagt? Ich habe fertig. Ich habe fertig. Flasche leer. Sometimes maybe good, sometimes maybe shit. Das ist nicht aber das ist auch gut. Warum spielen Strunz wie Flasche leer? Warum spielen Strunz? Warum? Wie Flasche leer? Wie Flasche leer. Ich würde sagen, da machen wir auch gerade leer. Ja, machen wir auch gerade leer. Leute, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vielen lieben Dank, dass ihr immer so flüssig auch ein bisschen Rückmeldung gebt. Und ist gut. Jetzt warten wir noch schnell 13 Minuten, dann haben wir wieder 3 Stunden. Nein, sag ich, machen wir natürlich. Ja, jetzt haben wir wieder die Rehabilitierungsphase. Wir schneiden jetzt nochmal so 7 Minuten drin und dann reden wir noch 5 Minuten. Dann haben wir wieder. Ich glaube, das lassen wir lassen. Nein, das machen wir nicht. Genau. Ja, gut. In dem Fall. Merci, und man hört sich nächsten Monat oder wenn ihr uns schreibt, genau. Easy. Tschüss.